grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Ball. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, Der Klaus zupft auf der Gitarre. Boris Backe spielt mir noch den Werner Schein. Die Quetschel klingt halt super fein, Die Kontrapuppen hinten rein. und das Gesang klingt jetzt da schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Ball. Es hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, grüß euch Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Pavlatschen am Montag um 20.15 Uhr. Und zwar ist es heute sogar die 260. So schaut's Pavlatschen schon. Wieder ein Zehner mehr dazu. So schaut's ein aus. Sechser. Jawohl. 260 Wahnsinn. Mal. Wieder darf ich Gast sein hier bei dir. Ja. Ich freue mich sehr, danke, dass ich wieder in der Klause Klaus sein darf. Ich freue mich auch. Alles natürlich durcheinander. Ja, es ist alles durcheinander momentan, aber Bei wir dir wie lassen bei mir. Jetzt leider der Party kann jetzt schon wieder nichts trinken. Also die Botelle ist bis jetzt nur auf mich gegangen, fast. Prost. Er muss heute noch heimfahren. Ja. Aber ja, Ich habe morgen in der Früh einen wichtigen Termin, aber ein schöner Termin, muss ich auch sagen. Es passt schon, alles gut. So ist das Musiker- und Künstlerleben einfach, das gehört dazu. so ist es. Umso mehr schön, dass du da bist. Dass du aussagen bist, ja, weil Natürlich. es gibt, wir haben ja gesagt, wie machen wir das? Es ist ja so, wir haben, vorgestern haben wir gespielt. In Höflein an der In Donau. Höflein am Samstag haben wir gespielt. Ja, vorgestern. Vorgestern. Genau. In Höflein. Ein wunderbares Konzert, das ist sehr leibend. Im Kulturkeller. Wunderschön dort. Absolut leibend. Und da haben wir mit Freunden von uns, also Fans, Freunde, haben wir geplaudert. Nicht? Und ich habe jetzt so berichtet aus meinen persönlichen Problemen derzeit. Und da haben sie mir so gemeint, dass man da noch spielen kann. Und ich habe gesagt, also ohne Spielen war alles noch schlimmer, noch ärger. Da ticken wir gleich, wir zwei. Ja. Und insofern habe ich da auch die Freiheit, auch heute, dass das ist. Und ja, und weil dann einige gefragt haben. Also, ich mache eine kurze Zusammenfassung, so kurz sie geht. Bitte Wir darum. wissen, sie geht nicht so Nein, kurz aber sie es ist, finde ich, wichtig, dass man das auch publik Ja. macht. Wir haben das kurz vorher besprochen. Ja. Und es sollten die Pavlatschisten und alle, die da zuhören, auch wissen, weil stille Post ist das Schlimmste, was dann immer entstehen kann. so Ich ist bin es, bei sowas immer, gehen wir damit an die Öffentlichkeit. So ist es. Sozusagen, ja. Und vorweg einmal, mir geht's gut, alles in Ordnung. Den Umständen entsprechend passt es. Ich habe meine Musik, wir können miteinander spielen. Ich habe euch. Und wir haben eine Familie, alles mögliche. Also alles in Ordnung. So, kurzer, ich mache es fast chronologisch jetzt durch, was die Wochen betrifft. Heute war der Auftakt einmal beim Begräbnis von meinem lieben Nachbarn da drüben, der beim Holzarbeiten vom Baum erschlagen worden ist. Das war heute, das war der Beginn, also der Woche, sagen wir es so. Es geht rasant weiter und am Mittwoch eben das, was eben wirklich vor einiger Zeit sozusagen sich abgezeichnet hat und dann halt leider auch sich verwirklicht hat, dass mein ältester Bruder, der Roman, auch eingeschlafen ist und der wird auch, also da ist alles Begräbnis am Mittwoch. Und am Freitag, was wir dann später, da Patrick hat auch geschaut, wie Autobus, wie wir das erfahren haben, da waren wir nicht gerade beieinander, dass auch mein Cousin, der jünger ist als ich, war, leider auch verstorben ist, da ist das Begräbnis am Freitag. Und ich habe die auch alle kennt, natürlich. Du hast natürlich alle kennt. Ne? Jetzt ist dann dazu gekommen, meine Frau Mama, die erstens grundsätzlich jetzt eine eher negative Diagnose erhalten hat für eine gewisse Sache, das man aber in den Griff kriegt. Das ist, jetzt hat es noch einen Krankenhauskeim aufgezogen und ein Virus, die liegt im Spital, auch nicht gerade in bester Verfassung. Jetzt ist heute mein Bruder, der andere eingeliefert worden
weil aber der ist wenigstens jetzt am Weg der Besserung. Ich habe die Nachricht schon gekriegt jetzt. Die haben wir schon vorher, gekriegt, die Entspannung ist da. Und weil das alles schon arsch genug ist, heute in der Früh ist mir meine Heizung auch noch eingegangen. Und die rennt aber auch schon wieder. Also, das ist ein positiver Lichtblick, sagen. So muss man das jetzt sehen. Und zum Glück sind wir positive Menschen, weil sonst, glaube ich, könnte das natürlich schon ein bisschen drastischer zuschlagen. Jetzt ist auch die Substanz nämlich, ja. Aber wie gesagt, wir haben Freunde, wir haben Familie, wir haben die Gott sei Musik, Dank. wir haben so Gott viele sei Sachen, Dank. die uns da durchaus helfen. Und ja, das heißt auch am Mittwoch das Konzert im Stippert. Ja. Selbstverständlich spielen wir da, ganz klar. Donnerstag, Darschler, Darschler. natürlich. Ja. selbstverständlich. Musik hat ja auch heilende Wirkung. Und das habe ich schon gemerkt. Also das war beim Konzert im Bockkeller so, dass das wirklich eine gute Ablenkung, ja, nein, es Also war ein gute Ding. nicht Ja. belastend, sondern ganz im Ja. Gegenteil eigentlich. Ja. Ist sogar ein bisschen heilend wirkt eigentlich Ja. auf einen. Ja. Also auf mich zumindest, auch wenn solche, Ja, nein, das- mich trifft das Ganze schon ein bisschen auch, eben nachdem es ist, das hat sich bei mir auch so entwickelt im Laufe der Jahre eigentlich. Ich war da früher nicht so, aber nachdem ich diese Leute auch alle kennen und der Klaus und ich seit über 30 Jahren zusammenspielen und uns auch privat ganz gut verstehen, ist das Ganze nicht unbedingt so leibend momentan, ja. Ja. Aber wir machen das schon. Wir machen das schon, also ich wollte das nur gesagt haben, weil natürlich Ja. dann schon einige gefragt haben, auch erst was ist denn passiert, dass ihr Bescheid wisst. Einfach so. Jetzt ist die Lage halt dann entsprechend so, dass wir natürlich nicht, ja, ich will gar nicht sagen, dass wir da nicht euphorisch sind, das kann schon auch passieren, weil wenn die Situation passt, also wir sind mit vollem Bewusstsein hier bei der Pawlatschen, Das sehe ich ja. bei der Musik, das macht sie aus, weil wenn ich mit einem Gedanken immer dort bin, wo die Probleme sind oder die schlechten Geschichten, naja, dann wird es da nie gut gehen. Also man muss das versuchen, wirklich bestmöglich zu Du hast da wahre Worte machen. da, Ja. Und wir haben eine gute Familie, wir haben einen guten Zusammenhalt. Das ist der Vorteil. Das ist ganz wichtig. Ja, also es ist einfach eine Arschsituation, wie man so sagen. Kann man sagen? Und es gibt genug Zeit und Möglichkeiten für Trauer und für Sorgen und sonst was, aber man darf sich davon nicht auffressen lassen. So schaut es aus. Damit hätte man das gesagt. Und ich will nicht kaltherzig erscheinen, wenn Sie jetzt glaubt, jetzt mache ich da Show, sondern im Gegenteil, das ist eigentlich das, was mir dann am besten hilft. Besser ist daheim sitzen, Depper 3 schauen. Ne? Ja, genau, so ist es. Nein, das ist so, ja. Darum, ich würde sagen, jetzt einmal auf die Gesamtsituation werden wir jetzt einmal ausstessen, Ja. im Sinne, dass sich so alles ist Ins Gute So, wendet, ganz ins genau. Positive auflöst, das Ganze. Ja. Schick gesagt. Es wird so sein. Schicksal. Es wird wirklich so sein. Und gleichzeitig, mit großer Freude begrüße ich euch in der Pawlatschen, dass ihr mit dabei seid und wir uns gemeinsam eine leibende Pawlatschen abfeiern werdet, weil, ich meine, deswegen machen wir das. Also jetzt werden wir nicht die ganze Zeit daher trauern. Nein. Das werden wir nicht machen. Prost. Prost. Und auf euch. Gesundheit. Und da fällt mir ein, dass wir wirklich beide gerade schwarz angezogen sind. Das war aber nicht Absicht. Na gut, ich habe unser Ja. Gerstl Ja, ja. Leberland, nicht? Also, Ich habe das noch vom Begriff des her. Künstler. Ja. Künstlerschwarz. Künstlerschwarz. So, trotzdem am Blick. so öfters auch, also auf der Bühne auch. Also, Ja, ich meine, nicht wie schwarz schlank gemacht, habe ich immer geglaubt, aber ist nicht der Fall. Ja. So, Schauen wir mal, jetzt gehen wir es die durch. Isabella M., grüß dich Gott, jawohl, seid da. Markus R. ist da, Rudi Korbes, Matthias Mariacher, Thomas Mayer, Peter Brachtl, Udi Slonek aus Helsinki wieder mit am Start, Landtagsstürmer Markus Maber aus dem schönen Mittelhessen. Grüß euch. grüß euch Gott, meine Lieben. Wolfgang, Markus Volker, jawohl. Auch dabei. Robert Spieß, jawohl. Spieß Art Lab. Jawohl, servus. Werner Wichtig, grüß dich gut. Peter Voigt, jawohl. Michael Unger, Fritzl Stadtgus, unser Grausenjäger natürlich. Und ohne Fritzl, ich weiß halt gar nicht, wann jetzt einmal der Fritzl zum Beispiel nicht dabei wäre. Ich meine, muss mir jetzt ehrlicherweise sagen, das trifft auf ein paar Herrschaften zu. Aber die waren nicht dabei. Da waren wir alle sofort Da sind ein paar nämlich von nervös. der ersten Stunde dabei und sind immer dabei. Und wenn Immer sie einmal nicht dabei sind, dann ist irgendwas. Nicht? Ja, Dann, ja. Das ist wirklich wahr, ja.
Vielleicht sind sie nur auf Urlaub, machen wir sogar, und haben dort keinen Empfang oder was. Aber selbst da denkt man schon drüber nach. Ja, man denkt drüber nach. Das gibt's ja nicht, ne? Das kann ja nicht sein. Hannes Spießler ist da, Christi Gott. Servus, Christi. Rechtzeitig von der Theaterprobe, sehr gut. Paul Artmann, Christi Gott. Sabine Sass ist auch da. Seit kurzem wieder Österreich, kommt aus Kloppenburg. Ludwig lenkt unsere Kutsche. Wir hören euch jetzt auf dem ganzen Heimweg, super. Sehr schön. Fahrt vorsichtig, gute Heimfahrt. Sehr leibend, kommen gerade heim. Nicht hudeln beim Auto. Ja, schön gemütlich. Hat keinen Sinn. Schön gemütlich. Maggie Pemperton ist da aus München, Christi. Hochhofen, mein Freund, der David ist da. Adi Rehberger, jawohl. Jawohl. Adi Rehberger. Was? Reha Fellbring, dann Taschler, freue mich schon auf euch, jawohl. Das sind positive Nachrichten. Na, das ist schön. Das ist jetzt was Donnerstag Gutes. Reha in Fellbring, ne? Heißt das Fellbring, ja. Genau. Jawohl. Danke, Chef, für eure Pilots. Kundgebung. Schau, Manfred Kraft ist auch da. Grüß dich, Manfred. Ja. All my staff, Raffi, Andi Müller. Servus, Herr Kollege. Geht's zu. Susanne Grüß dich. Fabra. Ja. Und da, weil der Peter folgt so lieb, schreibt ihm was für persönliche Nachrichten und Schicksale. Es ist halt so, es ist ja wirklich, und da sieht man schon, erstens einmal, dass wir das mit der Musik schon ernst nehmen, weil es ist, ich kann mir, obwohl wir uns ja dann, nein, der Großteil kennen wir uns ja gar nicht persönlich, ne? Aber ich käme mir, nicht verlogen, aber ich weiß nicht, wie man sagen soll, ich kam mir ein bisschen falsch vor, wenn wir da spielen und es ist aber was ganz was anderes. Es ist irgendwas, weißt du, nein, ich will es euch gesagt haben. Ja. Ich will es euch gesagt haben, dass So ihr es sind wir. wisst. So sind wir. Das ist so das. ist, ja, also genau. das ist schon mehr als nur jetzt Publikum oder so, muss man echt sagen. Also vom Gefühl her auch, ne? Natürlich, weißt du, das ist immer so eine Sache. Aber und ich glaube, dass persönliche Nachrichten oder Schicksale uns alle ausmacht. Und ich will euch damit auch eines zeigen, wenn man so das so sagen will, dass wir das, was wir machen, gern machen. Machen wir. Genau so ist. Weil es ist natürlich, ich gebe schon zu, es ist vielleicht am Mittwoch nach dem Begräbnis spielen fahren. Nee, Es ist ein bisschen, wie soll ich sagen, man tät vielleicht lieber daheim bleiben, aber ich sage, es ist besser, man spielt. ja, ich verstehe. Mich Das ist- brauchst du, du kennst, wir kennen Ja. einander und wissen, wie das ist. Und Ich glaube auch, das ist einfach, das ist ja. Ja, na gut. Wie auch immer, also ich danke euch schön. Der Ulrich ist da, Christi gut. Ja, Roland Sperg, auch am Start. Servus, Roland. Alexander Hauser, Alexandra Karbach. Na gut, da geht's rund. So, Grüß dich, Alex. mehr als genug Herrschaften, um jetzt endlich wieder ein little zu spielen, Ja, da bin ich doch gleich dabei. damit wir das ausreißen. Und ja, es ist halt so. Es ist ja auch jeder von Schicksal getroffen. Ich merke das immer bei Prominenten, nicht, dass wir jetzt prominent werden, aber ich merke es immer bei Prominenten, also ja, ist das der Arme, gell, der hat das und das. Und dann denke ich mir, ja, aber weißt du, wie viele Leute Schlimmeres durchmachen? Ja, genau. Aber über die redet keiner, weil sie halt nicht prominent sind oder so. Nicht? Daher, ich glaube, es soll nur sagen, wir sind halt auch Menschen, wir machen unsere Schicksale. Aber das, was wir machen, machen wir gern und mit großer Sehr gern Freude. sogar. Und genau so reißen wir es auch. Übrigens, das ist schon ein Geschenk, was wir gekriegt haben in Höflein. In Höflein, ja. Ein Kloster Neuburger. Klosterneuburger Wein. Vom Ich weiß nicht, Stift? ob man das erkennen Nein, kann. glaube ich Wahrscheinlich nicht, gell? Glaube ich nicht. Aber Stift Klosterneuburg, Grüner Veltliner, Wagram, DRC, weil Klosterneuburg gehört zum großen Weinbaugebiet Wagram. mittlerweile. Mittlerweile, Heißt das ja, so, genau. Heißt das so, ja, heißt das so. Nur die ist schon fast leer. Wir haben halt da schon vorher, also Patrick weniger, aber Ich zuzel. es war irgendwie dann so schon so im Vorgespräch, Das hat schon gut wo sich das dann schon so gut ergeben, passt. hat sich das ergeben. Was reißen wir an, Kollege? Das ist ein Wunsch heute. Also mir fällt etwas ein. Was fällt dir ein? Ich mache einen Buschenmarsch. Das ist eh eine gute Das Idee. ist ein guter Buschenmarsch ist eine Eigenmarsch. gute Idee. Auf geht's! Alles drinnen, was reingehört, weißt Jeder Mensch hat auf der Welt, wie man sagt, sein Steckenpferd. Und das meine ist der Hang, dort wo Weibel wachsen da.
grüner Buschenwind, wo man alte Wienerlieder singt, so aus der Unterlade eben effet grad, so habe ich Tanz aus unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was heute nimmer mehr zu reden ist. Mit einem Sport haben wir kein Verein, sichtbar, ewig schon was um die Zeit. Und beim Fernsehen, da schlafen wir rein, denn für uns gibt's nur einen Wein. Wo vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wienerlieder singt, so aus der Unterlade eben effet grad, so habe ich Tanz aus unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, da muss sie aussauft, so wie schon Maß. Da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was hätte nimmer mehr zu reden ist. So die Sterbestrophe kann immer dazu im Wörter, weißt du. Geht's einmal mit mir zu ihm, mach ich gleich mein Testament. Es muss kein Drucken sein, gehaut's wie ein Fasselwein. Aber volles natürlich, Radl im Volles ist ja. Vorm Haus ein grüner Buschenwind, wo man alte Wienerlieder singt, so aus der Unterlade eben effet grad, so habe ich Tanz aus unserer lieben Wiener Stadt. Wo der schwarze Kader sitzt am Fass, wo das pure Gold trinkt aus dem Glas, da wo man trinkt und isst, dort wo man alles vergisst, was hätte nimmer mehr zu reden ist. Jawohl! Puff, zack, jawohl! Und der Buschenmeister ist alles drinnen, von keinem Spurtwein über den Wein, über das lustige Leben bis hin Bis zum Sterben. Alles vorhanden in der Nummer. Das passt. Das gefällt mir. Ja, das erinnert mich gewaltig an unser erstes Mal. Nicht in Ordnung, ganz anders. Ja, es wird schon trinken. Also darfst du jetzt wieder trinken, auch nichts gescheit. Ja, wo vom Haus ein kleiner Buschenwind, genau. Oder der Buschenmarsch, ja. Ja, genau. Ja. Aber der heißt da wirklich so Manfred Kraft, meines Wissens. Nein, erst wo vom Haus ein Also ja schon, aber es gibt den zweiten Titel, wie man das ich habe auch eine Note, da steht unten drunter Ja. Buschenmarsch. Ja. Aber das steht unten drunter, ja. Ja. Wo vom Haus ein kleiner Busch, so heißt so heißt der. Weil du kannst ja bei der AKM, du kannst ja, wenn du ein Lied komponierst und anmeldest, kannst du ja tatsächlich so einen Zweititel oder einen Untertitel eingeben. Ja. Und ich glaube, der ist Buschmann. Aber du hast natürlich recht. Manfred Kraft natürlich. Fast hätte ich jetzt da korrigiert. Ja. Gut, dass du nicht auch noch das M vergessen hast. Ja, genau. Richtig. Ja, nein, das erinnert mich jetzt irgendwie an die Das hört sich anders an, ne? Ja, absolut. Mit der Sterbestrophe, ne? Weißt du, das ist man so vorsichtig, nicht? Weißt du, so Leute, oder du spielst beim Begräbnis oder halt bei einer Trauergesellschaft, ne? Und dann singst du lauter Lieder, wo in der Strophen vorkommt, wo halt wer stirbt. Aber das haben wir gehabt bei unserem ersten 2 Malen, die wir aufgetreten sind in einem Seniorenwohnheim, Pensionistenheim. Ja. Ja? Und Ich war nicht. da ist uns so bewusst worden, wie wir so gespielt haben, ein Lied nach dem anderen, Von was wir singen. dass immer wer gestorben ist. Ja. Und da waren wirklich ein paar sehr, sehr, sehr gebrechliche Ja, Leute schon drunter. Ja. teilweise schon. Wo halt, Ja, ein paar, ja, halt ja. das sein, ne? Und da haben wir so, ich weiß nicht, ob das gut ist, ich weiß nicht, ob das, ei. Aber die Leute haben mitgesungen, es ist ich meine, was willst du machen, ne? Das gehört ja, aber das kann man ihnen. Und genauso natürlich wie die berühmte Geschichte vom Häuserwalter, war das der Häuserwalter, ja, gell? In Stein, im Gefängnis. Ich glaube, das war der Häuserwalter. Nein, das war der Zielberg.
der in Stark gespielt hat und hat Christi. Das war der Zieb-Erich? Der Erich hat mir die Geschichte erzählt. Der Erich war das, ja. Ja, das ist natürlich auch. Es gibt das Begrüßungslied, grüß euch gut, wie geht's da denn? Und der Erich hat gespielt im Häfen. Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Das hat da Satz, das ist schön. Jawohl. Jawohl, es ist ja so. Und meistens fällt einem das ja genau in dem Moment. Fällt einem das ja wie Schuppen von den Augen. Nicht? Ja, wirklich wahr. Ein Wahnsinn. Gut, Professor Giertler hat dort auch einen Ausflug mit Studenten gemacht nach Stein. Nicht? Und nachdem der Giertler ja ein Öffentlichfahrer ist, ein Bahnfahrer, ein Bekennender ist schon seit Jahrzehnten, seit immer, nicht? Hat er dann dort einen der Insassen gefragt, wie er aufbrechen wollte, ob er weiß, wann der nächste Zug geht. Der Insasse hat nur gemeint, Herr Professor, seien Sie mir jetzt nicht besser. Mir ist das scheißegal, wann der nächste Zug geht. Und in dem Moment ist es ist ja noch schlimmer gewesen, weil er hat ja auch gesagt, Herr Professor, ich habe lebenslänglich, es ist mir scheißegal, so, genau, wann der nächste Zug nach Wien geht. In dem Moment hat der Giertler gesagt, ich bin ein Trottel. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Aber naja, es ist halt so. Ja, ich meine, das gehört so dazu. Ne? Nathalie ist auch da, grüß euch Buben, servus die Madeln, jawohl. Carlos Martinez, KTM-Junkie. Mama M. Ja, na schau, ist ein Wahnsinn. Grüß Gott, guten Abend. Wahnsinn, da spielt sie so, Na gut, dann schreit mir gleich zum. Ich habe nämlich mein nächstes Handicap, aber wenn man das dann, weißt du, ich zähle jetzt nur mehr die großen Schläge. Mein nächstes Handicap ist, du siehst es da, nicht? Ich habe mir da gerade beim Daumen, wo man da spielt, da wie wir gespielt haben in Höfrein, an der Donau, da habe ich da ein bisschen, jetzt tut das ein bisschen weh. Aber es macht nichts. Das macht nichts. Das sind die Kleinigkeiten. Ja, stimmt. Straßenhans ist auch da. Jawohl. Auf euch. Na schau, so kriegen wir dieses Präsent auch gleich los sozusagen. Ne? So. Was reißt man so? Ein schöner Gräner. Ja. Pass auf. Weißt du, was wir jetzt spielen könnten? Was hätte ich Lust? Und dann? Was hätte ich? Warte, ich muss noch überlegen, welche, weil da gibt es so diese alten Lieder, die vertue ich dann oft. Und dann. Sagen wir die Textzeilen, was ja, nein, ich überlege gerade. Nur, dass ich nicht so Mali Nagel sagen. Jesus Kinderkuss. So sein wir, ja. Heute habe ich mein freies Tag, so fängt es an. In G-Dur? G-Dur. Rutscht sich eine in mein Wagen, ich führe euch aus auf den Wein. In Grenzing soll eine Klasse sein, hör mal wo so was tanzen und vom Tor hängt grüne Kranze. Sind wir drin, das ist doch klar, und singen miteinander in Chor. Jesus Kinder, kost den Wein, meine Söder grotzt die ein. Schon das Fabel ist erbracht, die kannst du von die ganze Nacht. Immer leichter wird der Sinn, wenn ist die Melodie. Leicht singt, komm und häng die ein. Heute will ich nur selig sein. Der Onkel aus Levada ist ein Fischer, kleiner Blader. Er hat die Wiener Madeln gehen. Drum kommt er so oft noch wen. Nur seinen Weibern schreibt er täglich, wenn der treu nur, wann grad möglich. Kost's was kost, schlägt's nur herbei. Der Onkel zahlt die Schlauber
den Wein. Meine Söh, da grobst die ein. Schon das Fabel ist erbrocht, den kannst du die ganze Nacht. Immer leichter wird der Sinn, wenn ist die Melodie. Leichtsinn, komm und häng die ein. Heute will ich nur selig sein. Bravo, Fritz Wolferl. Jawohl. Und Marli Nagel natürlich, seine Frau. Ist mir eingefallen, ist mal Großartige Nummer, ja. Haben wir schon länger nicht gespielt jetzt. Da haben wir, es ist aber gut. Eben, die ist mir schon länger. Gute Nummer. Ein paar so aus dieser Riege haben wir schon länger nicht gespielt. Hol mir doch. Ja, mache ich schon einen Monat. Das ist schon Monate. Ja, jetzt her. Das ist- bist du gescheit. Weil ja auch zum Beispiel Du, im Sommer, glaube ich, kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja. Schon lange. die Hernersteigen muss man auch schon ewig Ja. nicht gespielt Ja, haben. genau. Ja, auch Fritz Wolfer. Eben, das ist ja das. Das ist ein Wahnsinn. Reiß mir gleich auch schon die Jetzt Achtel pass von auf. einer, danke vielmals. Skyfall ist auch Dankeschön. da. Ja. Skyfall. Wolfgang hat seine Grillen und der Leberkasse. Einmalig. Ja. Na Machen wir gut. die Hernersteig auch noch drauf? Heute fahren alle wieder nur umeinander. Keiner hat Zeit für ein Museumgesang. Ein Hetz oder Garde, die gibt's nimmer mehr. Der Wiener sitzt da, macht sich das Leben nur schwer. Drum leideln sind's gescheit und verpasst's nicht die Zeit. Geht's langsam durch der Welt und pfeift's auf das Geld. Hört's zu, was der Großvater singt, aus der uralten Zeit jetzt erklingt. Bei der Hähne steigt raus vor der Lieder, da war der Stammtisch noch der rechten Wiener, mit'm Samtner Gewandel fest beieinander. Uns mehr schon Pfefferl in der Hand, mit einem goldenen Schreifel drin in den Ohren. Ja, man kennt fast glauben, so sind's geboren. Und ein lieber süßer Schmäh ist grenzt. Ja, so waren's die Alten gewesen. Schön muss doch wirklich im Himmel drum sein. Petrus, ich bitte dich, geh, lass mich hinein. Ich möcht gern schrammen mit Brandmeier Herren, weil der Werner Herrn hat euch heute noch gern. Ein Engel führt mich in einen goldenen Raum. Dort hat er's dann gemerkt, oh seliger Traum. Und wie ich dann munter bin wohl, hab mein Wernerlied die Treue geschworen. Bei der Hähne steigt Rost vor der Lieder, da war der Stammtisch noch der echten Wiener, mit'm Samtner Gewandel fest beieinander. Uns mehr schon Pfefferl in der Hand, mit einem goldenen Schreifel drin in den Ohren. Ja, man kennt fast glauben, so sind's geboren. Und der geliebe alte Schmäh ist grenzt. Ja, da waren's die Alten gewesen. Jawohl, Wieder ein Fritz Wolferl. wieder ein Fritz Wolf. Man kennt es eigentlich eh. Ja, Von sie Struktur her und haben so eine sind- ähnliche, Das ist eine Ähnlichkeit natürlich, ja? Ja, irgendwie ähnlich. Ja. Es ist ja so, Ja, nein, nimm einen kleinen Schluck. Nimm einen kleinen Ja, Schluck. kleinen Schluck, Danke schön für Danke für die Achtel, Achtel muss und ich alles. bekommen.
Weltklasse. Ja, zum Wohle. Danke, Vicky, da kommen ja die Achteln in Massen herein. So, jetzt aber werden wir wieder modern einmal wieder. Jetzt werden wir wieder mit den. Schau, Kaverna ist auch da. Jawohl. Servus. Und Kaverna, weiß ich, du bist ja unser, glaube ich, unser jüngstes Kanalmitglied. Und du kannst, der einzige Vorteil, den hast, du kannst einen weißen Spritzer-Emoji verwenden. Und zwar musst du dann eingeben, ich glaube, Doppelpunkt, Wein, Doppelpunkt. Also Wein geschrieben. Wein ausgeschrieben. Aber jetzt weiß ich nicht, da wie kommt groß so W was- oder klein W, das weiß Das ich weiß ich jetzt auch nicht. Probier's aus, bitte. Schau, der Werner Wichtiger, warte mal, Doppelpunkt, klein geschrieben. Doppelpunkt, Wein, wobei da steht Doppelpunkt, Unterstrich Wein. Wer schreibt das gerade, oder was? Doppelpunkt, na steht da jetzt. Der Werner Wichtig hat gerade die Achtel, also die, ja, Okay. mal ausprobieren, auf jeden Fall geht's. Probier's einfach da, das kann nichts passieren. Ja, kann nichts passieren, es kann nichts passieren. Weltklasse. Ja, ich würde sagen, jetzt machen wir was Ist schon Besseres. da, ist schon da, Kaverna. Spitze, jawohl. Ja, Jawohl. jawohl. Mit Emoji, mit Spritz-Emoji-Glas. Warte mal, das muss ich da eigentlich auch haben. Muss ich da haben. Zack. Ja. Da. Ich meine, da hast du ins Zeug gelegt, muss ich da sagen. Also, grafisch mittlerweile so. Alle Achteln. Ja, naja. Ja. Ja, das Ja, aber ich meine, immerhin. Ne? hat schon was, also. Hat schon was, ja. Passt schon. Das ist, so gehört's. Es ist halt. Ich meine, gut, man muss halt wissen, dass ein Spritzer ist. Nicht? Thomas Meyer konnte sofort auch mit dem Spritzerglas. Jawohl. Jawohl, genau so. Genau. Funktioniert super. Da zahlt sich die Mitgliedschaft aus, sagt der Kamerad. Mehr red. Mehr red. Da haben wir gesagt, von Anfang an. Absolut. Ich sehe, die Leute wollen nicht mehr, außer ein Spritzer-Emoji. Mehr wollen sie nicht haben. Ich glaube, ich drehe das wieder an. Warte mal. So, Patrick, was Wobei, das hat schon irgendwas Schönes da auf der Seite. Nein, das muss einfach. Naja. Ich kann es ja dann wieder. Nein, du bist weg. Ich kann es ja dann Passt wieder. schon. Ja, ja. Ich kann es ja dann Das wieder. passt schon. Was Jessica? Ich möchte jetzt was Jessica spielen. Was reißen wir aus Jessica? Was Jessica's? Was sollen wir machen? Nein, Wiener Jazz natürlich. Ja, Nicht machen schon. Wiener Jazz. Einen wienerischen Jazz. Jazz oder machen wir einen Blues? Was ist das Jessica's haben? Was Swingendes? Ich weiß nicht, mir fällt es Swing? nicht. Naja, was? Bis am Berg natürlich. Ne, was das? Ja, dann Swing-Nummer. machen wir vielleicht gleich so ein Mädel draus. Fangen wir an. Mit Ja. Ja, bin dafür. Ja? So, jetzt bin ich dafür. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rehm dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du des höchsten Stern. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripferl Wein.
am Piesenberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Piesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vögel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen, ganz sicher über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Piesenberg, das Fleckerlehrt, das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferwein. Ich hab mir gedacht, wir wandern jetzt auf die andere Seite von der Donau. Weil zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Busche Schanktaschler versteckt. Gleich in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glickling drin. In der Busche Schanktaschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten, echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Geh, spülst mir die Gemütlichkeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find mit Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit.
Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Jawohl. Ein Deluxe-Medley, nicht? Absolut. Absolutes. Gratuliere. Dankeschön. Ebenfalls. Wunderbar. Gib mir nichts sagen. Wunderbarer Komponist auch und Textautor und überhaupt und alles. Also ich muss sagen, also fantastisch. Fantastisch. Jetzt nicht mehr. Na, Schluck. Das schon. Sehr zum Wohle. Auf Sehr dich zum im Wohle. Speziellen jetzt einmal. Dankeschön. Ja, wirklich. So wie ausdrücken, Patrick, du musst mal nachschicken, weil du musst mich auch dann mit dem Finger heben. Oh, Weil lang ist es her. Aber da habe ich nur gesehen aus dem Augenwinkel. Ja, da haben wir schon. Ante Müller. 5,99 €. wieder ich hebe. Hippo character's head pops out of water surrounded by his Hippo squad. So schaut das halt aus. Also, so ist es halt beschrieben, wie es halt dann ausschaut. Andi Müller, ich danke dir herzlichst. Sehr zum Wohl. Danke. Grazie. Sehr zum Wohle. Grazie, wie wir so sagen in Otterkring.
Georg Scheurer ist am Start. Grüß dich Gott, Georg Scheurer ist live dabei. Harry Schneller-Fonte ebenfalls Sehr was, grüß mit dich. dabei. Große Freude. Große Freude, alle da. Wolfgang Krohatzka schreibt, was schreibt er? Hallo, Wolfgang Burgenland. Grützka, Freue mich jawohl. wieder einmal dabei zu sein. Jawohl! Wolfgang Krohatzka habe ich ja gesehen, die spielen ja auch mit seiner Partie, mein Lieber. Die Entspannten spielen auch beim Kulturverein in Höflein an der Richtig, Donau. richtig. Ich glaube im Oktober oder November. Ja, Genau, ist nicht gut, aber Ich weiß nicht mehr genau. aber ganz ich eine leibende Geschichte dort, ja. Ich habe da gesehen, das Büdel. Ich habe gesagt, ja, schau, die Entspannten, ganz entspannt. Ja, genau. Wirklich entspannt. Also- Mann, es ist soweit. Es steht noch bevor, raucht dann ja. Es steht noch bevor, schaut sie. Wenn sie schaut, Wolfgang Krohatzka, schreib also die Webadresse, wo man die Termine sehen kann. Von den Entspannten, die Entspannten, ja, genau. Eine sehr leibende Partie, lauter liebe Leute, gute Musiker, Ja, ein rechter Hetz, den er zuhören, also ein Hetz im Sinne von wirkliche Freude, weil eine echt gute Partie. Und wer also Höflein an der Donau bei Klosserneuburg. Ist das jetzt dieses eine zum Beispiel? Dieses, Ansonsten, ja, genau. man wird euch woanders anhören. Dazu was, ich muss meinen Ofen nachschauen. es wird jetzt Zeit. Ich möchte doch, es wird ein bisschen frisch da herinnen schon. eben. Und ich muss sagen, das war am Samstag war eine wunderbare Veranstaltung, ein bisschen so Revue passieren lassen die letzte Woche. Ja. Samstag war großartig, finde ich sogar. Ein richtiger altes Kellergewölbe. Oberhalb ist die Pfarrkanzlei und das Pfarrhaus drüber gebaut. Und das gibt es seit 20 Jahren. Ich glaube, nächstes Jahr haben sie das 20-jährige Jubiläum dort, dass es diesen Kulturverein gibt. Und ich finde sowas ganz, ganz wichtig, dass es so kleine Vereine auch gibt. Die bilden erstens einmal unsere Bühne und auch der lokalen Bevölkerung wirklich einen Genuss danach und wirklich ein gutes Programm da. Ich komme jetzt immer mehr drauf. Man kennt das oft gar nicht in Ortschaften, in ganz Österreich, wer alles so einen Kulturverein hat. Und die sind oft wirklich bemüht und nicht nur botschert oder irgendwas, sondern wirklich, die stellen wirklich Leute auf die Bühne dann dort, die man nicht unbedingt immer so einfach woanders kriegt. Definitiv. Da gibt es immer mehr sowas, fällt mir das auf. Mir ist das gar nicht so bewusst gewesen noch bis jetzt eigentlich, bis vor einem halben Jahr eigentlich. Ja. Wie viele so kleine Kulturkeller es gibt in unserem Lande. Ja, es ist ein Wahnsinn. Es gibt tatsächlich keine wirkliche Sammlung der Kulturinstitutionen. Es gibt immer Der wieder Alex Hauser so hat uns etwas gesagt, wie, der Lösskeller oder was anderes. zum Beispiel muss die ich noch- Lössiade oder Die so. Lössiade oder was das heißt, habe ich auch noch nie gehört. Aber das klingt interessant. Also das Es gibt so unheimlich viel. Also Wahnsinn. vielleicht ein Aufruf an dieser Stelle. Wir dürfen Ja. nicht vergessen, wenn wir wieder zumachen, ist Tierl. passt. Das war schon, die Glut war, aber ein Bursch wieder. Wenn ihr etwas wisst, ein Festival oder ein Kulturverein, wo ihr sagt, das war was für die 16er Buben, das wäre uns eine wirklich große Freude Wirklich, oder auch wirklich hilfreich, wenn ihr uns das zukommen lasst, die Information. Per E-Mail oder ihr findet diverse Möglichkeiten. Warte mal, haben wir mal das da zum per Mail oder per WhatsApp, per SMS Da schau her. Zack. oder Ihr findet anrufen. Es ist überhaupt kein Ihr Problem. findet es ja auf der Homepage auch bei uns, 16er.at. Es kann auch in Deutschland sein. Also, wie gesagt, es ist ja, wenn du sagst, erst, da gibt es Sachen, da passt es hierher. Das war wirklich eine gute Geschichte. Weil es gibt, es ist ein Ding der Möglichkeit, das wirklich so gesammelt irgendwie herauszufinden. Rausfinden, ja. Also das war wir haben gespielt vor Jahren einmal beim Picture On, ein Festival in Bildein, eben Picture On. Genau. wir haben Damals gespielt im Zuge des Heurigen im Apfelgarten. Wenn Richtig. sich das dann tut. Ist wirklich ein altes Apfelgarten mit lauter Apfelbaum drinnen. Dort die große Bühne aufgestellt, dazwischen die Bangeln aufgestellt drinnen. Wunderbar. Traumhaft. Und da sind wir nächstes Jahr wieder. Weil eigentlich hätten wir heuer sein sollen, aber nachdem letztes Jahr aufgrund von Überschwemmungen das Festival ausgefallen ist, das wird auf heuer verschoben und wir sind dadurch nächstes Jahr. Erst im 26er Jahr. Aber kein Problem, wir sind schon da. Aber das Spannende war wirklich das, Picture, also Bildein, es ist eine kleine Ortschaft, also Direkt Die an der haben- ungarischen Grenze im Burgenland Ja. gelegen. mit, weiß ich nicht, 50 Einwohnern. Ja, ein paar sind schon. 500 glaubst du schon? Ja, ein paar hundert Nein. sind es, glaube ich, schon. Im Lauf mit den ganzen Also Gebiet rundherum wird Das schon. ist eine richtige Gemeinde, Das ist eine glaubst du? Gemeinde, Bildein ist eine Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, Ich glaub na schon, dann wird es sein. ja. Bei Botschenau, der auch 800, da keine 800. Eiwestall hat Leute. 800, nicht? Also, Ja, eben, ja. ne, das ist eine Katastralgemeinde von eben. Mistelbruch, nicht? Also, aber Ja. Aber auf jeden Fall, also irgendwie so ganz klar, also gibt es eigentlich nicht viel. Gibt es eine Wienerthek, gibt es dort. ja,
eine Winothek und einen Apfelgarten. Und wir waren also dort engagiert und wir sind dort hingegangen. Und das ist übrigens ein Festival, da muss ich Ein Festival, ja. Das Picture On Festival, da hat Uriah Heep gespielt und was weiß ich, wer alle. Ein wirklich großes Festival. Ja, das wollte ich gerade sagen, weil wir sind in Eikland, wir haben gesagt, ja, mein Gott, ich würde irgendwie edellieb sein. Wir haben uns da nicht viel erkundigt noch vorher, sind also dort hingefahren, haben auch nichts gefunden dort. Das war nicht jetzt so, dass, glaube ich, das Deppert Festivalgelände, da sind schon irgendwo vorher die Parkplätze, nein, klar, wenn wir dort spielen, werden da nicht ein paar 100.000 sein. Beim Eigen im Apfelgarten ist das nicht so, aber auf jeden Fall, wir kommen da so hin trotzdem ein paar und 100 irgendwann Leute. fragen wir, hören Sie mir so einen Apfel, weil da hast du ja auch keinen Menschen gefunden auf der Straße. Ja. Also, da war keine Menschenseele. Jetzt, wo ist denn da der Apfelgarten? Ja, das ist zum Festival, ja, da müsst ihr dort hinterher so. Na gut, wir kommen dort hin, sehen diesen Apfelgarten, eine Bühne, bis deppert, ausgestattet, à la Bonheur, was noch gibt. riesengroß. Wir haben uns gedacht, In der Winothek auf der anderen Seite von dem Festival, von dem Apfelgarten, diese wunderbare Winothek, eine wunderbare Speisenplatte Ja, das und Weine dort gerichtet für uns. Also Einmalig, unglaublich. Also, und dann waren da wirklich ein Haufen Leute. wie wir angefangen haben, haben wir gedacht, na schauen wir mal, wir fangen an zum Spielen. Und während der ersten Nummer, auf einmal, füllt sich das schon immer mehr. Ja, aber Bei der voll. zweiten Nummer, bei der dritten Nummer war der Apfelgarten voll. Ja. Und Liegestühle auch die Leute mitgenommen gehabt und auf die Banken. Und Eine riesen Stimmung dort. Also, wir haben aber nicht mit viel gerechnet. Nicht? Ja. Wir haben da echt ein Vorurteil vielleicht, weiß ich nicht. Wir haben uns gedacht, ja, das ist da im Brunner, das ist eine super Sache. ich habe passt. nur gehört, dass das gut Ja. ist, also, weil die Zauberratsgerbande hat dort schon öfter gespielt. Ja, Weil Zenčić und Buchli unten sind ja aus Ja, der ja, Gegend. genau, von sind unten, einfach nicht? da. Und da haben wir gesagt, das ist super dort. aber wir haben uns gedacht, schau, Bild ein, 348 Einwohner, Stand 1. Jänner 24. Michael Ungar. Okay, Jawohl. das hat da mehr als 50, ja. Danke, Michael, danke. Entschuldigung, die Austria ist auch da, grüß dich Gott. Weike ist auch da, jawohl. Grüß dich. Ja, aber das Orge war dann wirklich, dann haben wir da die Pause, auf einmal sind die CDs kaufen gekommen. Und wir haben so viele CDs haben wir gar nicht mitgehabt. Gell. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das da so, Ja. das waren viel, aber junge Leute. Und das Orge war dann ist, sind wir draufgekommen, so, da hat Uriah Heep und so auch schon gespielt. Also, ich meine, wir können sagen, wir haben schon gespielt, auf der gleichen Bühne, wo auch Uriah Heep gespielt hat. So schaut's aus. Gut, die wird vielleicht noch ein bisschen größer gewesen sein. nicht? vielleicht. Aber klar war es nicht. Also, Nein, das war schon, à la das war schon. Bonheur. Also, War schon so ein Mech, also schon so richtig, so wie auf der Donauinsel, wie es das vorstellt halt, ne? genau. Also ich weiß auch nicht, die Hauptbühne weiß ich auch nicht, aber halt so schon also sehr groß. Also wir hätten dort uns verlieren können. Ja, Aber es schon. war total lustig. Also auf jeden Fall, Aber von dem haben wir nichts gewusst, aber gut, in dem Fall ist es jetzt ein Blödsinn, weil wenn du mich eingibst, Festivals in Österreich, dann findest Dann du findest du das schon. Aber diese kleinen Kulturveranstaltungen, Genau, ja, was das ist diese echt- Kulturvereine, das ist echt selten. und die haben zum Teil wirklich ein super Programm. Also das ist unglaublich. Ja. Wer dort alles spielt, ja. Der Kurt Ostmann hat dort auch gespielt. Ja, genau, Michael Unger. Ja, genau. Richtig. Ja gut, Michael Ungar weiß ich genau, dass der das kennt hat. Weil da haben wir schon einmal geredet da quasi. Ja, genau. Da gechattet. Und der Michael hat gesagt, ja, das war's auch, Bild ein, Picture on. War echt super irgendwie. Ja. Die Besenwirtschaft, ja. Besenwirtschaft in Deutschland oft. Statt der Buschenschank die Besenwirtschaft. Hast Besenwirtschaft, ja. Aber nicht überall. Weil die stecken, gerade in Baden-Württemberg habe ich das Ja. mitgekriegt. Im Badischen habe ich jetzt gerade Baden- gelesen, ja. Aber da habe ich das mitgekriegt. Ja, da stecken Ja. so einen Besen aus. So einen Reisbesen. ja. Vom Tierl quasi, ja. Na gut, Und dann gibt es das andere, das heißt bei Mainz, wie ich war, die Heckenwirtschaft. die Heckenwirtschaft. Heckenwirtschaft heißt das dann dort, ja. Heckenwirtschaft. Ja, Gute Weindeln dort, gute Weindeln überall dort auch. mittlerweile sowieso. Wacken in der Deutschland wäre was. Wacken, ja, das hätte aber was. Entschuldigung, Austria, gute Idee. Wir werden es einmal ausschreiben. Klausi aus der neue fetzige Brille. Steht dir gut, danke. Danke, Ernesto, ja. Ja, das ist mein Computerbrille. Also ich habe eigentlich eine andere Brille, mit der ich dann, mit der du mich sonst siehst. So normal du siehst, gescheit, nicht? Aber ich tue mir leichter, ich muss jetzt zwar auch zugeben, aber ich glaube, ich tue mir leichter mit der. Dankeschön. Das ist ein Edelweiß, nennt sich die für österreichisches Fabrikat. Da habe ich Klick gehabt. Edelweiß Made in Austria, sind Holzbügel, Holzbügel. Und
weil es halt die Computerbrühe ist, habe ich gesagt, du, nehmen wir in der billige Fassung. Ne? Und sind sie in der Lade, auf einmal sagt die Optikerin meines Vertrauens, nämlich da in Kirchschlag, mache ich gern Werbung, weil die sind echt leibend, sagt, pass auf, da haben wir Böhle, sagt, die ist ja hier, die ist im Abverkauf, die habe ich da drinnen, die probiert, die passt da. Ich setze die auf, Welt, Und hat schon passt, ja genau, und das ist am besten bei der Brühe, wenn du es nimmst und das ist sie. Und da sagt du, die hat die Fassung 450 € gekostet. Ja, aber für die Computerbrühe. Und da sagt, die verkaufen wir gerade an, 69 €. Ich sagte, da gib mir 2, hat aber noch mehr eine. Was sollst du machen? Was sollst du machen? Aber danke herzlichst für das Kompliment, Ernesto. Danke schön. So, hardrock-wienerisch. Lorich Wolfgang ist auch da. Jawohl. So, Patrick, was reißen wir jetzt an? Was? Der Finger muss... Wildcat. Super Sticker. Wildcat. Jawohl. Dankeschön. Hippo character runs at high speed, his legs forming a ball-like blur. Okay. Der da. Okay, ich verstehe. Bist du Gute Beschreibung, ja. Kann man lassen. Klasse. Schau, ich danke dir schön. Da werden wir sofort einen Schluck auf die Wildcat trinken. Danke herzlichst. Und der Raffi hat die Alexandra Kabach gefragt, wo sie aus Deutschland kommt. Da hätte Raffi normal fragst du den Patrick. Natürlich. Weil der hätte gesagt, aus Vorarlberg. Konstanz Aus und Vorarlberg. Vorarlberg. Das bleibt mir. Der Schmäh bleibt mir leider hängen. Ja. Bis an mein Lebensende. Aber ich kann ganz gut damit leben. Ja. Sie schreibt ja aus dem Landkreis Konstanz am Bodensee. Und das war das weil du sagst Landkreis, nicht? Haben wir letztens erst geredet über den Hotzenplatz, mit den Räuberhaupten am Hotzenplatz. Den habe ich als Kind, die Kassetten gehört, immer die Geschichten vom Räuberhaupten und Hotzenplatz. Und da ist immer vollkommen das Kreisgefängnis, nicht? Das im Kreisgefängnis landen wird. Und die haben als Kind, ich meine, so bist du, das ist wahrscheinlich so eine Art Folter oder was, dass die so im Kreis rennen müssen. Rund im Kreis rennen? Ne? Immer, das war das Kreisgefängnis. Meine Mutter hat dann irgendwann mal gesagt, weil irgendwann, glaube ich, habe ich echt, wenn man doch die Frage, vielleicht weiß die Mutter was. Das hat mich aber sicher Jahre beschäftigt, also bevor ich gefragt habe. Red weiter, ich mach kurz. Ich gesagt, ja, leg gleich noch eins rein noch bitte Das drauf. Jawohl. Danke. Ja, und hol noch einen Wein. und ja, da hat sie dann gesagt, ja, das sind diese Landkreise und da heißt das Gefängnis vom Landkreis dann Kreisgefängnis. Da war ich dann beruhigter. Schau, die Maggie sagt, gut ausgesprochen, Klaus. Dankeschön. Ja, das ist halt, ich habe da meinen Englisch-Coach da sitzen, ne? Das ist ganz klar. Sophie's Live, schau, jawohl. Grüße nach Kirchschlag. Vermüller ist schon dazu. Das ist auch Freude. Gell? Die paar, die noch halbwegs aufrecht sind, müssen jetzt durchhalten. Eine Zeitl. Aber wir haben das auch so festgestellt, Patrick, dass wenn das jetzt alles so war, und wenn es das war für das Jahr, naja, dann passt dann es. hätten wir das erledigt. Haben wir das erledigt und das ist abgehakt und das passt. So war jetzt die Idee. So täten wir planen. Ja? Schau, ob der Herrgott mitspielt. Wenn der werden wir Herrgott sehen, nicht ja. will, Nutzt kriegen wir das das gar zusammen. Auswendig und ganz ohne Noten jetzt ist jetzt schwierig. Ja. Ich bin auch zu wenig Aber das können wir nächste Woche spielen. Da muss man, wenn mich der Herrgott Wenn fragt. mich der Herrgott fragt. Ja, wenn mich der Herrgott fragt, genau. Das geht man machen. Ja, weil ich bin jetzt glaube ich auch nicht ganz Ein auf der bisschen Höhe, dass man so Unsicherheit jetzt. Das ist was schade jetzt um die Nummer. Was schade. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich Wasser trinken soll dazwischen oder nicht. Soll ich einen Schluck nehmen? Ich nehme einen Schluck Wasser. Live vor Publikum. Wird sich der Korb ist ruhig freien. Mein Adler hat mir oft und oft eine alte Geschichte erzählt. So hat er gesagt, der Herrgott kommt mitunter auf die Welt. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an.
Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht. Ich wisst schon, was ich sagen möcht. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nix fehlt, da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Und in der Schule, da haben wir gelernt, ein Lied voll Allgewalt. Der liebe Gott, so heißt es drin, geht einsam durch den Wald. Und wem er da begegnen tut, den redet er freundlich an. Und mancher fromme Wunsch, der geht auch in Erfüllung dann. Ja, das wär doch wirklich gar nicht schlecht, weil ich wisst schon, was ich sagen möcht. Wann mich der Herrgott fragt, ob mir denn gar nix fehlt, da mache die ein Buckel, das Schönste auf der Welt. Ich sage, lieber Herrgott, wenn's grad gut aufgelegt bist, dann bring die alte Zeit zurück. Die Zeit voll Glück. Jawohl, ist auch eine Gruppe Einmalig. par excellence. Ich finde einmalig. Schau, Rudi Korb, das habe ich gewusst. Danke, Wahnsinn, super. ja. Hat sich gefreut, ja. Eine schöne Nummer. Wirklich eine schöne Nummer, ja. Eine schöne Nummer. So. Alexander Kabak fragt den Raffi, welchen Dialekt redest du genau? Ich meine, Raffi, Steirisch. was willst du, kann ich mir auch antworten? Steirisch. Ja, die Böllen. Ja, und ich liebe meine Steirer. Die Böllen. Ich kenne seit meiner frühesten Jugend so viele Leute. Ich habe meine viel Zeit in meiner Jugend in den Ferien in Passau verbracht und ich verstehe alles. Also, Ja, nein. ihr könnt ruhig reden untereinander, ich verstehe alles. Steirer war man sowieso auch immer noch, weil ja in den Kirchen, wo ja meine Familie her ist, da redet man ja so ein sogenanntes Schwarzertalerisch. Und das Schwarzertalerisch, das ist eine eigentlich nicht sehr schöne Mischung, aber eben eine entstandene Mischung aus steirisch, burgenlandlerisch, also viel von dem einer kommt eben von diesem niederösterreichischen Wasser, Das ist ja weil ganz es ist halt eine Industrie Im Schwarzertal ist ganz ein eigener Dialekt. Ja. Da sind viele Steirer dazu, seit eben 200 Jahren und sehr viel. Die Böllen zum Teil mehr als die Steirer. Ja. Also das ist, Und in viel Langenwang zum Beispiel, drin was bist, die Böllen weniger als Ja. im Schwarzertal. Ja, wirklich, ja. Also es ist hochinteressant. Ja. Das Böllerde und das Raunzer, das von den Burgenlandern. Burgenland, ja. Die Herzer und sowas da herkommen. Das Raunzer so und Böllen, also die alten, das hast du fast Ja. nicht mehr jetzt. Also dieser Dialekt ist in den Kirchen nicht mehr, dem Schwarzertalerisch ist nicht mehr. Dein Vater, der hat es noch, wenn er wollen hat, hat er es ein bisschen kennen. Ja. Ganz wenig. Wenn man geht, der hat das noch kennen. Ganz wenig, das oder ist ja. ein bisschen, Ja. Aber an sich ist, also der Dialekt hat sich da jetzt nicht wirklich so gehalten. Ja. Für das war er zu kurz da, nicht? Weil das war wirklich durch die Industrie. Ja. Das ist halt so 200 Jahre, sage ich mal, nicht? War einfach die Rede, die Sprachweise, war das so. Aber ja, für einen Dialekt jetzt so auf Dauer hat es sich nicht durchgesetzt. Nicht? Aber Begriffe halt ein paar, die einen oder anderen, aber da ist sehr viel so ein bisschen aus Wien, nicht? Ein bisschen wienerisch gekommen, aber vor allem das Burgenlanderische und das Steirische. Grandios. Ja. Uli Slonek redet auch steirisch, oder was? Oder mag die Steiermark?
Was sagt die Judy Austria? Info, es stört absolut nicht, aber Ton zu Video legt circa 1 Sekunde. Naja, da können wir nichts machen. Da können wir tatsächlich nichts machen. Ja, das ist dann das hängt dann mit YouTube zusammen. Das ist von uns aus, geht das normal weg, ja. Ja. Einwanderer Steirer gab es nach der Türkenbelagerung in Mödling. Gut, der Wolfgang geht überhaupt weit zurück. Bist du gescheit. Brokkoli. Wanne. Und was ist Wanne? Wanne. Was die sicher verschrieben, aber was meinst du damit? Wanne und Brokkoli. Die Wampen wird das sein. Bei mir liegt nichts. Die Wampen, das kann sein. Vermute ich jetzt einmal. Das kann sein, ja. Siehst du, der Patrick. Unser Sherlock Holmes. Unser Sherlock. Der Chat-Sherlock. Ja. Der Chat-Sherlock. Ich vermute. Patrick muss immer herausfinden, wo es die Leute meinen. Ich vermute. 30 Jahre Erfahrung natürlich auch, was das ist. Absolut. Auf jeden Fall beim Bobby Spießl leckt nichts. Böllen, derner bei uns, die Weidler und vom Bayerischen Wald. Die Weidler, ja. Die Böllen, ja, aber anders. Das ist anders. Ganz anders, ja. Die anders Böllen als die Steirer. Aber die Weidler haben auch einen eigenen, ja, weil da haben wir ja eigentlich viel kennengelernt. Ja. Fast mehr, wir kennen fast mehr Weidler. Beim Drumherum Festival schon dann. Und jetzt Ja. im Zuge von den Bredlspitzen waren auch immer Weidler Ja, da dabei. haben wir auch viel gespielt im Jedes Bayerischen Mal Wald. viel, ja. Darf man auch Richtig, darf man nicht vergessen, ja, genau. Da sind auch immer wieder Musiker gewesen. Ja. Also das ist schon... Tom und Basti natürlich auch. Ja. Ne? Jetzt da kennengelernt, ja. Ja. Also die Weidler, ja, ist eine eigene Welt wieder, ja. Oma gebürtige Maria Zellerin, bin ein Scheinheiliger. Die Rehberger, jawohl. Jawohl. Haut hin. Ja. Na, und weil der Kaverna vorher noch reingeschrieben hat, Ja. das ist halt jetzt, jetzt hat sich das alles ein bisschen verschoben, aber mit Kaverna werden wir sicher noch das ein oder andere zumindest Gespräch führen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es auch sinnvoll, wenn es reinschaut. Der macht echt leibende Nummern. Und ist zwar kein Wiener Lied, weil er ist ja auch kein Werner. K. Werner steht eben für kein Wiener oder für Kärntner Wiener, wie man es auch immer sehen will. Genau. Aber ein Weltbursch mit einem sehr, sehr vernünftigen Zugang zur Musik. Und das ist ja heutzutage auch was sehr Wichtiges, finde ich. Ja, was Deswegen das gehört das gesagt. Und wir werden sicher den einen oder anderen schon fix einmal gemeinsam gestalten, weil er wirklich was Gescheites zum Sagen hat. Auf jeden Fall. Also, was ich bis jetzt gehört habe Auf zumindest. jeden Fall, ja. Hoffentlich bleibt es ja, weißt du. Ja, bitte bemühe dich, ja. Reiß den Zaun, bleib so. Die Weststeirer, die beilen im Murtal nicht. Die Weststeirer beilen nicht. Ja, nein. Man muss immer aufpassen, wenn man sagt, weil die Ausseher böllen ja auch nicht. Ne? Die böllen auch nicht so, ne? Aber die Oststeirer sehr wohl mehr lieber. Also. Die böllen. Die im Westen nicht. Die im Westen nicht. So, was haben wir jetzt gesagt? Wampe oder, Machen wir Wampe. oder Brokkoli? Oh, die Wampen. Wampen. Wenn die Leute grinsig besoffen sind, dann tanzen die erinnern mich. Da fangen sie gleich zum Aufstehen an, zum Schwindeln und zum Lieren. Was sie nicht sind, was sie nicht haben, für mich sind sie arme Hund. Ich sage dann gleich, was ich hab, und das hat seinen Grund. Ich hab eine Mutztraumwampen, die zeige ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab eine Mutztraumwampen, die kostet ein Schippe Geld. Und wenn ich nicht die Wampen hätt ich auf der Welt eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur, 2 Wiener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jogger aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt, aber nicht einmal und noch viel mehr, gib ihm meine Wampen her. Wenn ich dann aufs Finanzamt gehe, da trifft mich gleich der Schlag. Da legen sie doch einen Zettel hin mit 45 Fragen. Vermögen, Erbe, Grundbesitz, Geschäft und Inventar. Hab ich drunter fest den Bleistift auf und schreib aufs Formular. Was hab ich noch? Pass auf. Ich hab eine Mutztraumwampen, die zeig ich gerne her. Und wenn ich nicht die Wampen hätt, wär ich schon Millionär. Ich hab eine Mutztraumwampen, die kostet
nicht begehrt. Und wenn ich nicht die Wampen hätte, die auf der Welt. Eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. 2 Diener und eine Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jagdrost im Wald, ein Werl, das mir gefällt. Aber nicht einmal und noch viel mehr, geh liebe Wampen her. Jawohl. Jawohl, so Los schaut's aus, die Wampe. Los Vampos, wie wir so sagen. Jawohl. Ich glaube, mein Dialekt versteht mich. Ja, ein Raffi versteht mich gut. Oh, verstehen wir gut, ja. Ja. Alle meine Highlights heute, sagt der Georg Scheurer, jawohl. Schau, Kavianer, danke. Es ist nett von euch. Ne? Wir wollen nicht nett sein, Nicht sondern nett sein, aber was wiegt, das hat. Was Sache ist Sache, nicht? Wie ich immer sage. Aber das wird sicher leibend, ne? Weil es ist ja oft dann, also gerade beim Showfix, wenn es um Gespräche geht, ne? Es ist ja dann leibend, wenn du einfach zusätzliche Blickwinkel hast. Immer. Von wem anderen einfach. Ne? Es ist so genussreich, das Ganze. Man lernt dabei auch was. Ja. Das ist das Schöne, weißt du? Und ein Genuss. Es ist, für mich ist es ein Genuss, sowas, weißt du? Und was halt auch spannend ist, zum Beispiel beim Kawiner, ist halt so, dass man eben auch damit einen Fachmann hätten, der auch ein bisschen was Gescheites zum Sagen hat zum Thema KI in der Musik. In der Musik, ja. Weil er beruflich damit zu tun hat. Und daher, ja, also ich freue mich schon drauf, auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich drauf. Es dauert nur noch ein bisschen. Bisschen noch. Bis die Wogen geglättet haben jetzt einmal Ja, das wird schon die werden. nächsten Tage, ja. Wird schon werden. Wir arbeiten dran. So, Ich nehme jetzt einen Schluckerl vom neuen Wein, du hast noch nicht ausgetrunken. ich habe noch nicht aus. Jesus, nein, erst Alte Lagen, wohlbekannt für alle Pavlacisti, muss ich sagen. Nicht? Kennt man ja Weingut Graf aus Bullendorf. Bin schon la. Schluckerl dir einschenken, so. Mein erstes Wienerlied für Kärnten, der Lorch Wolfgang. Die Wampen. Geil. Und ein Schluckerl. Dankeschön. Was haben wir nicht viel da, gell? Was haben wir nicht viel? Oh ja, Wasser haben wir genug da. Moment, mein Freund. Also haben wir da eins da. Oh, je. Oi, jetzt fürchtet er sich gleich. Naja, natürlich. ich will das auf Koscher reden. Das ist Ja, das, weißt du? Die und Leistung, dann diese wache Flaschen auch noch Ja. dazu. die Leistung der EU muss schon auch gewürdigt werden. Wenn man schon auch nicht da ist. Ich meine, sie ist zwar für die Wirst, aber ja. Schau, wenn Europa immerhin noch dazu imstande ist, einen Flaschenverschluss neu zu konzipieren, naja, dann besteht eine Hoffnung, dass vielleicht was anderes auch noch geht. Ne? Ja, ich nehme einen Schluckerl vom Film. Ja, bitteschön, ja. Weingut Graf, danke an Lukas und an Adi. Jawohl, auf euch, alle miteinander. Klassiker kennt man ja. Das ist schon mild. So, und jetzt da. Genau, Karina, da findet man wirklich nur. Die Wampe in D-Tour. Ja, schön beobachtet. Ja, richtig. Vollkommen richtig. Und jetzt da machen wir die alte Hitten. Gute Weil Idee. das ist auch in D-Tour. Ja. Eine ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, abpflasterte Gossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, Nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Stammer und Lamm. Dort hat mir als kleines Kind gelebt, dort war ich daheim. Ein finsterer Hausflur und düster die Ging. Das Meter, das Prickeln, schon von die Wind. Am Gang die Passion.
Szene, das Klosett gleich daneben, ein kleines Zimmer, ein Strohsack, tut's an mir Kinder gelegen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Menschheit verstehen. Zu der alten Hütten zieht's mich manchmal hin. Da weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Ja. Bravo, Walter Häuser. Aber, ja, aber das merkt am Anfang, searching for the keys, aber dann sofort, zack, Sofort, das waren ist wir drin. sofort, das ist Da wissen wir schon, sofort. der Stadt gehabt, nicht? Dass wir Ja, nicht ich reingefunden haben. Dass wir nicht reingefunden haben. Ja. Ich nehme ein Schluckerl, so lange. Der Manfred spielt in F die Wampen, wirklich? In F? Ich habe Mutz und Wampen, Den zeige ich gerne her. Und fahr nicht an die Wampen her, ja ich schon Millionär. ich habe Mutz und Wampen, die kosten Schippe Geld. Und fahr nicht an die Wampen, hätt ich auf der Welt. Eine Villa am Meer, ein Rolls-Royce mit Chauffeur. Zwei Diener an der Kammerfrau, die ganze Woche blau. Ein Jotter aus dem Wald, ein Weiberl, das mir gefällt. Aber nicht einmal und nachts viel mehr, gib ich meine Wampen her. Jawohl. Jawohl. Hoch, aber ja. Hoch oder sehr tief, je nachdem, wie man es will. Da schert die Maggie gekriegt bald ein nagelneues E-Piano. Ui. Jawohl. Ja, einmalig. Einmalig. Großartig. Skyfall hat auch die Achtelleine. Alles Lohne. Weltklasse. Na gut, dann nehmen wir noch einen Schluck. Nimm einen Schluck. Ja, das ist halt. Tut mir leid für den. Kropfen kannst du haben. Das ist so blättert der Mund wie mit den Brettern. Dann bitten die Finger wieder, muss ich wieder Hände waschen gehen. Ist auch nichts, gell? Das ist auch nichts. Ja. Die muss das Wasser mit aus das Mikrofon verstecken, weil das kann sie nicht sein. Das Weinglasl darf man sehen. Ja, das ist richtig, ja. Ich habe gerade ein Lied eingefallen, das ist mir entfallen. Aber- dass mir das auch mal passiert Ja, ist. ich kenne das, habe ich oft. Oft beim Anmoderieren schon. Der Lorich Wolfgang hat seinen Schücher eine. Jawohl, einmalig. Da was glaubst du denn, nicht? Was? Die Schamsterdiner in Wien. Spielt der Manfred. Wirklich wahr? Ja, in Schamsterdiner, ja, genau. Also das habe ich jetzt verwechselt mit geschupften Pferdl, glaube ich, der Kassen. Wo wir da mal gespielt haben, oder? War das auch der Schamsterdiner? Nein, Schamsterdiner war es nicht, nein. Nein, das war der geschupfte Pferdl oder so wird das Das Kassen. hat es aber nicht lang gegeben. Nein, ich glaube auch nicht. Das hat so ganz kurz gegeben. Ja, das war mörderisch teuer. Das war so ein Bobo hinten. Unglaublich, ja. Voll teuer. Das Wurscht. Das, Aber es war- das, das hat mich habe ich so schon erinnert. abgehackt gehabt Ja. irgendwo, ja. Ja, genau. Schau, die Judy sagt, Mutter Werbung machen. Dann kommen wir. Ja. Ja, schreib eine, Manfred. Ja, man schreibt eine Manfred Kraft, wo man deine Termine finden kann. Schreib's eine.
ginge mir so, wir haben den Rückkratzer da, du. Ich bin schon ganz bei der, in San Francisco heißt es Downey. Find da kein Hocken mehr, haben's noch im Brot einen Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was so von dir will. Schabadabba. Du vergisst mich nicht, ich hab dich gekränkt, hab dich verlassen, da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen, ich muss was alle an, geht ich nur heim von da, schau da durchmacht und nicht Papa, ich muss was alle an, geht ich nur heim von da weg, hat den Rest noch mehr an. Du vergisst mich nicht, ich hab dich gekränkt, hab dich verlassen, da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gassen im Busel so leon, geht ich nur heim von da, schaut aber du im Busel so leon, geht ich nur heim von da weg. Jawohl. Yes. Karl! Ja, ich habe ja auch gerne die Nummer, obwohl ich eigentlich wenige Nummern, wo ich die Kontrasaten nicht benutze. Ja. Weil man denkt, für was habe ich Kontra, aber das ist einfach, die gehört so geschlagen, das ist so... Da fährt's anders. Mir taugt's. Da fährt's Mir anders, taugt's. finde ich. Ja, das passt gut so. Wolfsberg und Tour de V, jawohl. Servus, grüß dich. Nächste Mal im Gschamstadin ist am 10. Mai, ein Tag vor Muttertag. Da schau her. Da schau. Samstag, 10. Mai also. Samstag, 10. Mai, jawohl. Ja. Schau, der Roland Sperg. Bei der alten Hitten kommen mir immer die Tränen. Löst unglaublich viel aus in mir. Einfach schön, menschlich und emotional. Danke. Roland Sperg. Ja, Das gefreut danke, mich Roland. Die viel. alte Das gefreut Hitten ist mich. wirklich so eine Nummer eigentlich, ja. Die alte Hitten und bei mir gibt es noch eine zweite Nummer von Walter, die mir auch gut gefällt. Die passt ein bisschen zu uns beide auch irgendwo, weißt du? Was? Das ist schön mit einem Freund. Ach so, das, ja, Ist ja, auch so, ja, ist das auch kann so, schon, die ja. zwei eigentlich auch, die auch so, das ist auch so Ja, eine ja, Nummer, weißt ja, du? ja. Können wir gleich anreißen. Also, ja, okay. Mit Judy Austria, wenn Sie noch gelesen haben, es war jetzt echt nicht zum Dazusolieren. Leerwald. Ja, ich finde es eine Weltnummer einfach. Ich finde das eine Ja, Weltnummer. Isabella M. hat die Achtleine. Carla Isabella, seid wieder unterwegs, dass ihr wieder was Handy arbeiten müsst. Ein Wahnsinn. Aber wir sind ja nicht nur zwei echte Haberer, sondern habe ich letzte Woche gehört, am Freitagnachmittag, hat mir das wer gesagt. Also die sind die zwei Brüder. Das hat nicht der Emil, wer hat das gesagt? Oder wer hat das nicht der Dings? Aber es war irgendwo so bei so quasi so einem Musiker. Stammtisch. Ja, jetzt war das wurscht, immer fragt, das ist, jetzt weiß ich nicht, wie die. Der Ecker Hanse da. Also. Es war schön, nämlich. Ich habe mir gedacht, Aber ja, so, eigentlich stimmt's. Ja, das ist, Die zwei sind Familie, so ungefähr. Die sind Familie, ja, genau. Sind wie Brüder oder so, so in die Richtung. Mit Sperrgerold und nichts auch geredet, nachdem du erst mit dir telefoniert und dann ich mit ihm. Und das war, ja, das ist, das ist gleich, ja. Das ist noch 30 Jahre.
Nach 30 Jahren. Wir haben wahrscheinlich schon mehr Nächte miteinander verbracht als jeweils mit den Brüdern. Mit den echten. Naja, abgesehen jetzt vom Kinderzimmer. Abgesehen vom Kinderzimmer, ja. Okay, Aber so das holen wir nicht auf. das will man nicht auf, nicht? Aber so, ja. Aber so stimmt's. Beim Fortgehen, ja. Beim Fortgehen? Oder bei der Arbeit, ja. Ja, Absolut. Stimmt. definitiv, ja. Jawohl. Na gut, ja. Dann reißen wir das gleich an. Machen wir's, ja? Ja. Es ist schön, mit Ein Fredo zu mir. Er mit die Augen schauen und ehrlich sagen, ich hab dich gern. Du bist gestanden in mir wie ein Bahn. Und jeder war für einen anderen sein daheim. 20 Schüling, und 10 mal 2. So wie es halt sei, so wenn 2 echte Haberer. Und der Himmel war ewig voll Stern. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Es ist schön, mit einem Freund euch zu werden. Schau dir deine Freunde gut an. Wer's ehrlich mit dir meinen kann. Sonst siehst du vielleicht eines Tages nur rein. Du bist auf der Welt ganz allein. Solange du was bist und was hast, solange ist man gern bei dir Gast. Doch bist du im Leben einmal ganz passé, ja dann sag frisch Freundl Ade. Ohne dich, da geht's heut nicht, weil ich dann der Lieb nicht hätt. Wo ich bin, da bist du auch. Brauch ich dich, dann bist du da. Ohne dich, da geht's halt nicht, weil ich dann der Lieb nicht hätt. Gehen durchs Leben Hand in Hand, uns bringt nichts mehr raus. Unser Freundschaftsmedley. Einmalig. Wer nie vergessen, das haben wir gespielt in einer unserer ersten Pavlatschen damals. Da sind wir noch auf der anderen Seite von dem Tisch gesessen, da war mein Bruder da und da war der Ecker Hansi gerade damals auch ein bisschen marod im Spiel. Ja. Für den Ecker Hansi haben wir das Freundschaftsmedley damals gespielt, kann ich mich Richtig, erinnern. ja. Im 19er Jahr. Auf Facebook haben wir ihm das dann geschickt, sozusagen. Ja, genau. Aber das ist interessant bei dem. Kann mich noch erinnern, ja. Weil das ja wirklich so, die 20 Schuldig sind 10 mal 2. Das war aber wirklich so. Das war wirklich so, bei uns ja tatsächlich. Ne? Ja, ja. Beim Spielen, wenn man kassiert, und es war ja oft sozusagen die 20 Schilling war ja der kleinste Schein, den wir gehabt haben. Also das muss man ja sagen für die Jungen, die zuschauen. 20 Schilling Schein, ja, genau. Der 20 Schilling Schein war das kleinste Papiergeld. Und da haben wir die besonders viel gekriegt. Nicht? Und 20 Schilling, das war nicht immer nicht, aber immer, das haben wir immer aufteilt natürlich. Nicht? Das ist nicht, und ich kann mich erinnern, das Lied, der Luke Schudi hat es auch gern gesungen, auch natürlich, logischerweise. Und da war oft so, es ist schön mit einem Freund halt zu werden und die 20 Schilling mal 2 und so weiter. Und wir haben das sehr gern auch gesungen und so. Aber wir haben das immer so ein bisschen für uns neckisch
Ja, betrachtet, nicht? ja. Wenn wir noch jung waren. Ja, jung waren, ja. Ja, jetzt spielen wir schon 30 Jahre zusammen, jetzt halten wir schon die Goschen Das ist ja schon nichts mehr. Jetzt, weißt du, das ist Neckisch ist nichts mehr. Das denken wir schon, Alter. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Es ist ein Wahnsinn. So, was haben wir da stehen noch? Elisabeth Rehlein, ihr zwei seid spitze, schöne Grüße aus München. Danke. Und die Judy außer sagt, Rehlein finde ich süß. Ja, gell? Schon. Elisabeth Rehlein. Das gefällt mir Das sehr. ist eine Frau zum Heiraten. Das ist, gefällt mir. Ja. Gefällt mir. Erst- Ich lade mich schon weit aus dem Fenster, Wahnsinn, ja. und gekostet bin. Du, aber falls Wasser. du denen nicht recht, mir sagen, ich erbt hat. Bravo, Elisabeth, ich danke dir vielmals. Danke. Ja. Wo bin ich denn da jetzt noch? Ja, ist das noch? Noch eine Münchnerin, ja. Aber ein viel. Das Deutsche sind überhaupt viel da. Die Achteln, danke ich vielmals. Geschupfter Pferdl. Naja. Ja, da haben wir auch schon lange nicht gespielt. In Bertha. Ein Bertha, ein Hocken. Das ist ein Joch. Steht so was an erst. Das muss man schon sagen. Ein bisschen eine Rücksicht hätte man schon erwartet. Ich kann das nur da oben, ich weiß nicht. Ich habe das ja nie wirklich eigentlich gespielt. Also schon, aber Aber nicht so. nie wirklich so. Ich spiele es da oben, ist ja wurscht. Weil da unten weiß ich jetzt nicht, mit dem Rhythmus, weißt du, da komme ich mit dem Rhythmus durcheinander. Vielleicht. Heute zieht der geschufte Pferd frisches Socken an, grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Spielt fest der Brillatine seine Locken an, muss die Schuhe noch ein Haar, da sitzt gewandt. Weil beim Tumser draußen in den leeren Feld ist Perfektion. An der Ecken trifft der Tante mit sie was, abcheckt das beliebte Pin-Up-Gürtel von ihr Neues. Ihre Kleidung ist wie seine ganze Zent und schick und sie hat beinahe echte Perlen an alles. Weil beim Drumser draußen in den leeren Feld ist Perfektion. So gehen die beiden mit vergnügtem Sinn zum Tumser hin. In der Garderobe sehen sie ein großes Schild. Die Wettergäste werden höflichst gebetet, in das Lokalität ohne Messer zu betreten. Da legt der geschufte Pferd und eine Eiche zur Rede. Sein Taschenfehler hinter mit sie hat im Taschenlehner drin. Da geht's in Schwung und Elan, in Schrauf, der Cheetah Pokan, gespielt von Charlie Wroppler, Charlie's Golden Boys, aus Herrn Neues und mit der Elastizität, die sich von selber versteht, schleift der Ferdinand die Mitzi aufs Paket. Das ist ziemlich übervölkert schon, weil beim Tumse ist es schon wissen, Perfektion. Der Saxophon, das improvisiert, die Nummer 1 gibt für eine singt los, beim letzten Ton, da hat segiert. Worauf der Pferdl sagt, es ist ein Gesöchter auf. Aber gleich nebenan, da steht ein junger Mann, der glaubt, dass ihn der Ferdinand gemeint haben kann. Und er ist über diese Randbemerkung sehr deprimiert. Der geschupfte Pferdl hat ihm nämlich einst mit sie entführt. Er findet das so sehr gemein, doch hasst er Schlägereien. Drum beißen und dem Pferdl in den Dosen hinein. Der ist ganz desperat, er weiß, sie kann roder, weil das Messer bläderweise in der Garderobe liegen hat. Aber gleich drauf wird ihm besser, denn ihm fällt die Mütze, hat ja noch ein Messer. Er reißt ihn zusammen und gibt dem Gegner einen ziemlich leichten Stesser. Durch diesen Stesser fliegt er durch das ganze Tanzpaket. Am anderen Ende pickt er traurig an der Wand. Und 5, 6 Tänzer, die regeln sich am Boden. Davon schreit einer, jetzt gibt's wahrscheinlich am Roten. Daraufhin sagt der andere, warum denn gern Toten? Sie schütteln sich die Hand und beideln drauf den Ferdinand aus dem Gewand. Kaum hat der Pferdl seine Floschner, sagt er zu der Mitzi, reib mir's Messer aus der Taschner. Aber die Mitzi sagt, ja der Teufel soll's holen, jetzt hat mir wer mein Taschel gestohlen. Und indessen, dass der geschupfte Pferdl wehrlos war, hat die Übermacht ihn ziemlich malträtiert. Er bekam ein blaues Auge, dass er sich schwerlos war, das hat er mit kalten Umschlag sich kuriert. Und er nimmt so oft ihm der Schädel brummt. 2 Pyramiden, doch nächste Woche zieht der geschupfte Pferdl wieder frische Socken an. Grün und gelb gestreift, das ist so elegant. Schmied in fester Brillatine seine Locken an. Muss die Schuhe noch ein Haar, da sind's gewandt. Weil beim Tumser draußen in den leeren Feld ist wieder
es war fast fehlerfrei. Textlich, meine textlich. Ja. Da habe ich. Wahnsinn, Da war Überlebensmodus Wahnsinn, Wahnsinn. In Ass habe ich das auch noch nie gehört. In Ais, das war in Bertha. Ja, es ist das Gleiche. Also, ja eben, ich meine noch, ich war in Bertha. Biflet, sagen halt mir. Biflet sagen wir in alten Jazer, nicht? Weißt du? Ja, warum spielen wir das in Biflet, weiß ich auch nicht mehr. Hat aber einen Das Grund. hat einen Grund gehabt, damals wegen einem Singer war das damals nicht. Ja, glaube ich nicht. Das Singen wird es nicht gewesen sein, sondern ich glaube, das war. Ich glaube, vermute fast einmal, nicht? Aber, Ja, in B kann man woanders auch singen. Das ist, aber ich glaube, dass das irgendwas mit den Bläser zu tun gehabt hat. Ich weiß auch nicht mehr. Ist schon ewig her. Ich bin jetzt eher überrascht, dass ich das eigentlich. Nein, zu fehlerfrei. Ich muss selbst klar sein, ich bin selber von dir jetzt wirklich. ein Wahnsinn. Nein, Ein Wahnsinn. Nein, das ist wirklich, das war in dem Hirn drinnen. Muss dir vorstellen. Ich möchte nicht wissen, was da noch drin ist. Da. Bin gleich erschüttert fast erst. Das ist ein Wahnsinn. Dankeschön für die. Dankeschön, echt gefällt. Jawohl. Ja, heute siehst du, was ein 20er wert war in die 80er. Ein Bier im Beisel. Fit heute eins mit Inflation um 2 Euros. Da bleibst du daheim. Jupp. Bist du bei der Bier um 2 Euro, das kriegst du nicht mehr im Supermarkt. Naja, gut, im Supermarkt geht's noch. Geht es ja aus, ja. Aber das ist ein Wahnsinn, ja. Na, 4 Euro. Entschuldigung, ja. 4 Euro Ja. kostet der Seidel, ne? 3,90, 4 Euro. Ja, der Gespritzte hat gekostet, 15 Schilling 15 ganz am Anfang, ja. das war so in unserer Ganz frühesten. habe ich noch gerade einmal. Ja, Also wo wir halt so welche Genau, getrunken ja, haben, nicht? genau. Weil das ist so gewesen, da haben wir uns 2, 3 Spritzer leisten können, nicht? Das war drinnen, budgetär. Den ganzen Abend, ja. Ja. Dann haben wir aufgehört, dann haben wir kein Geld fürs Essen gehabt. Jetzt habe ich dann gegessen nur Brot. Brot, Ein ja. Brot mit Pfefferoni. Ja. Das war das einzige Menü, vor allem beim Leiten Ja. in Otterkring. Und da hat uns einmal dann den Schmalztopf hingestellt und hat gesagt, ich kann euch Rotzpippen nicht zuschauen. Die Brauchfetten. Topf hingestellt. Ich Ich kann euch Rotzpippen nicht mehr zuschauen. Mir wird schlecht. Da reden wir heute noch. Ja. Mit Matthias rede ich heute noch mit Leuten, Matthias, das ist die Geschichte. Das ist echt leibend. Er hat gesagt, bist Depper, da sind sie gesessen, die Buben, und haben ein Nockertz, ein Scheibenbrot mit Pfefferoni gegessen, weil sie kein Geld gehabt haben. Aber beim Saufen, da haben wir schon aus. Na, da haben wir nicht. gedarbt, ja. Ja, auch nicht so wirklich. Naja, Ich halt, damals noch. Das war naja, wenn wir da noch war nicht ich sehr jung. Aber da haben wir uns halt nicht. Aber da haben wir nicht gespart. Und dann alle Heuer halt. gehen wir mal Stöß essen. Ja, das war mit Zeit wieder, Heute wird Zeit. Letztes Jahr mal habe ich auslassen. Naja, Die anderen Jahre war ich immer dann früher. Ja, immer. es ist immer. Einmal Das im war Jahr wieder. zum- Ui, das war Einmal wieder was. im Jahr Ist zumindest. der Polier noch da? Ist der Polier der das, Polier das, noch das, da? das war mir eine Geschichte für einen Fanclub. Stötznässen beim Leitner in Otterkring. In Otterkring, Blick über ja. Wien. Dort sind wir quasi am Boden unserer Kindheit. Ja, wirklich Kindheitsboden dort, ja. Das ist Wahnsinn. Absolut, ja. Ein Wahnsinn. Und man muss wirklich sagen, also ich war jetzt lang nicht, aber immer wieder dazwischen und ich weiß ja von Ich war unseren letztes Jahr Otterkring, letztes Jahr. die Letztes Jahr war ich nicht, Stützen, dass ich nicht die ausgebildet Stützen aber immer noch die habe. Das war beste sogar zweimal, im von mir. 23 war ich zweimal sogar. Was zweimal sogar, Und ja. traumhaft gut. Also, Die beste das war Stützen ein von Wahnsinn. Wien. Beim Leitner oben. Kein Gesurdes, sondern wirklich ein Brot, wie ein Kümmelbrot, wie ein Schweinsbrot ist, mit Kümmel, Knofe, knusprig, überall alles, ein Traum. Ja. Buttermord, da fällt der Knochen so aus, Ja, das Fleisch wird so, einfach aber gut. Es ist gut, einfach wirklich schön. die gut. beste Das Brot gut dazu, die und das Salate, Vorspeis was auch- immer dort ins Brot und dann lässt er die Braulfetten von die Stützen. Die fängt Genau. auf im Topf und dann, was du Braulfetten willst, kriegst du kein Brot, da steht er den Topf her und du musst das aussehen. Wahnsinn! Und jeder schmiert sich selber, ja. Ein Traum. Wer weiß, bis uns das die EU verbietet, vielleicht zum Schluss oder wer. Wahrscheinlich ist ja verboten, die hat nur da Wahrscheinlich, oben ja. sein, wahrscheinlich, weil es ein Genau. Buschenschank ist, da geht immer was Man noch, macht da so geht's trotzdem. noch. Wer Anzeige will, kriegt auch nicht die Goschen. So schaut's aus. Ganz schlicht und einfach. Ganz einfach erledigt. Oder? Da passiert nichts mehr. Ja, man Was kann soll das- sein? man kann das- Jahrhunderte der Leitner. Otterkringer Seit 150 Selbstjustiz. Jahren ist nichts passiert. Da kann er gestorben. Ja, ja, Da weißt war du. aufheben. Ja. Schau, ich habe eben sagen, eine super Idee, stützt beim Leitner. Ja. Das war schon lässig. Da fährt dann mit 32 Groschen. IBAN 5 Euro. Bravo, Lorch Wolfgang, ich danke dir herzlich. Dankeschön, da schenke ich mir noch einen Schluck allein. Schick dir einen Schluck. Tropferl, ein kleines. Ja, die Judy außer mit einem 100er warst fett wie ein Ratierer. Das stimmt wirklich, aber. Ja, ja. Bis der bei einer 100er man nie ausgeben. Das, Also am 15 Anfang. Nein, geh bitte Wahnsinn. Ein 100er war, das war ja das war der Geld. Ja, weil Das war dann, das, was dann geht, wie wir schon voll im Geld waren, also sprich, wo wir dann schon gesagt haben, naja, jetzt können wir schon 50 Euro ausgeben, ein Schilling ausgeben.
Da war es dann schon, wenn jetzt waren wir zu dritt, zu viert, na jeder ein Liter. Ja, genau. Ja, Da ist es schon da gegangen. ja. Wobei dann in Schillingzeiten, das ist dann relativ bald aufgegangen, weil 99 und so, 2000, hat dann 19 Schilling 50 der Gespritze gekostet. Ja. Weil 20, das war dann schon teuer eigentlich. Ja. Dann hat er 20 Schilling gekostet auf einmal da. Aber den haben wir, da haben wir uns schon leisten. Also da haben wir dann nicht mehr herumgeschissen. Aber du hast jetzt 5 gespritzt, die war 100 dann schon. Ja. Das war dann schon in Schilling. Allerdings, man muss ja auch dazu sagen, wir haben halt oft, muss ich echt sagen, wir haben oft nicht zahlen müssen für Spritzte. Ja, stimmt. Wir sind sehr oft Sehr oft worden. eingeladen worden, muss man wirklich sagen. Ja. Oder auf Achteln. Wir sind oft eingeladen worden, weil so ein Ottergring halt, nicht? Ja. Weil, Nein, die waren weil- wirklich lieb, die ja. Leute. Also schon. Ja, die Buben. Und die haben uns immer nur als Kombination gekannt. Nicht? Es war, wenn du mal allein reingegangen bist beim Heirigen, Ja, da hat irgendwann immer gesagt, grüß dich, wo ist der Wo andere? ist der andere? Ich hab gesagt, vorher eine beim Stillbad, wo ist er da? Wo ist denn der Zwilling? Nicht? Oder so irgendwie. Natürlich. Weiß ich nicht, ich glaube, der ist nicht da oder was nicht. Ja. Das leibert der Robert Spieß sagt, der 100er war ein langes Wochenende. Aber es stimmt wirklich. Danke noch einmal. Bist du einfach, ja. Darum habe ich mir was eingeschenkt eigentlich. Danke. 5 Was? Euro, 5 Euro. Also, ja, aber das war der Lorich Wolfgang. Eben, Lorich das Wolfgang. meine ich ja noch. Jawohl, Mal sehr ein altes Schluckerl noch. Mit 100 Schilling war es der Kaiser, Raffi, ja, stimmt. Ja. Ja, doch ein Zehner oder eine. Schau, bravo Wolfgang. Jetzt will ich ja stützen, der Wolfberg. Wolfsberg und tut mir jetzt leid. Nein, eigentlich nicht, weil stützen ist was Gutes. Ja, und Leuten auch sehr zum Empfehlen. Ja. Aber das war wirklich, das war so eine Geschichte. Der Das Bobby war Spieß eine war Geschichte. dabei. Das war eine Geschichte. Ist gescheit. Wo ist er, der Polier? Ja, der wird schon schlafen der gegangen ist sein. schon vielleicht, schlafen ich weiß nicht, gegangen. aber Ich war mit einer Gästin in Grinzing, zu dritt mit Essen 220 Euro. Naja, gut, das ist. Gut, Ja, heute das sowieso, ist heute schon ist Wahnsinn, ein ja. Ottergring nicht mehr. Das so Ding. nein, die Stötzen kostet auch schon in der Zwischen. Das ist kostet schon alles. Ist oder alles anzogen. Ich meine auch noch immer nichts im Vergleich zu den weiß ich nicht, jetzt halt andere Lokale so, aber beim Leitner muss ich dazu sagen, es ist wirklich am Ende vom Sprengensteig Sackgassen, also da fährst du rauf, gibt es keinen Parkplatz. Da musst du schauen, Du musst unten stehen bleiben, am dann Paulinensteig unten noch stehen bleiben am besten und dann raufgehen. oder wie wir es immer gemacht haben, mit dem Bus rauffahren zum Schloss wieder in einen Berg, Dann dann vom runterfahren, Schloss ja. in den Berg und durch den Wald durchgehen, da kommst du bei ihm raus. Und dann, schau so, Georg Scheurer! Georg Scheurer! 20 Euro von Georg Scheurer. Peer character dancing under a rain of confetti and taking his hat off to say, Birne ist you gut, are amazing. Die Birne ist gut. Weltklasse. Dank der Georg Scheurer. Dank der Schee. Und wer sich überlegt, wie könnte die zwei unterstützen oder wie könnte mir erkenntlich zeigen für die Musik, das da spielen, haut uns doch ein Schmattes eine. Zart so gut, wenn es euch In den gefällt, Hut lasst quasi. was da, nicht, wie man sagt, bitte darum. In den virtuellen Hut, nicht, muss man sagen. Der Hut geht durch. Ihr findet in der Videobeschreibung die genauen Daten per PayPal oder Überweisung oder Kanalmitgliedschaft, wie schon angesprochen. Das geht ganz einfach dort, wo diese Abonnement-Button ist. Da ist er daneben Kanalmitglied werden, kann man das auch machen. Das sind 4,99 Euro im Monat, also quasi symbolisch im Patrick und mir für 8 Leilona im Monat beim Taschler. Und das hat mich gefreut. Wenn es ein bisschen was reinhaut, lasst ein bisschen Liebe da, wie man so sagt. Auch, gell? Roland Sperg ist doch noch da, schreibt schon, ist notiert, Programm wird noch gemacht. Und dann die Wampen. Und dann die Wampen? Was du dort oben meinst. Ja. Dort oben, ja. Ich hätte mir nicht gedacht, wir kommen dort hier ohne Instrumente und dann einfach nur gemütlich miteinander trinken und essen. Hätte ich mir auch so vorgestellt Hätte ich mir eigentlich. Der Polier plant schon anders. Polierplan. Witwe Bolte. Ja, Ja, da gibt es ja auch schon ewig nicht mehr, ja. So, Da waren früher, ganz früher, da war ich noch vor meiner Jugend, der Kinderzeit noch, waren wir da ein paar Mal dort mit der Familie auch. in der Stadt drinnen. Nein, bei der Witwe Bolte, nein, die Witwe Bolte in Dings draußen, neben dem jetzigen Grünspan. Das war der Wilhelm Busch. Nein, das war die Witwe Bolte. Dort war die Witwe. Ja. Die Nein, ursprüngliche ich war dort fast Witwe. nie. Die ursprüngliche Witwe Bolte noch, wie wir Kinder waren. Ja, dort war ich. Nicht die nachher war. Ja, dort war ich mal. Aber der hat nicht sogar mal gespielt.
Ja, im Zuge des ersten Wiener Weinwandertag. Otterkringer Weinwandertag. Da haben wir sogar gespielt. Da haben wir dort auch gespielt. Ja. Da haben wir beim Leitner angefangen. Ja. Dann sind wir über den Leitner, Witwe Bolte, Pepis Heurigenschenke. Peppis Heurigenschenke und Und dann bei der Zehnermarie Finale. Ja. Genau. Und ich weiß, Und der Störpeppi hat überall eingefragt. hat überall eingeworfen. Aber Hauptspeisen. Stützen, Schweinsbraten. Nein, ich glaube, beim Pepe hat er nur gegessen, so Ein Blunzenbrot oder so. Ja, Oder so dort gegessen, ja genau. Da war nur klein. Und Kümmel und Surbraten dann bei der Zehnermarie noch drauf. Der Peppi Störpeppi in voller Fahrt damals noch, ja. So, aber jetzt zuerst noch müssen wir sagen zum Georg Scherer. Prost, Dankeschön Danke sehr, zum Wohle. für deinen Schmattes. Zum Wohl. Den Tröpfel habe ich noch da unten. Den Tröpfel. Ich glaube, ich brauche so ein Gerstl-Eiberl. Jawohl. Robert Spitz, unbedingt. Schau eine. Ach Gott, na. Da. Ich war auf die Homepage. Schau auf die Homepage. Shop. Da findest du einen Link. Und da gibt es zwei diese Gerstl-Eiberl, die es ja lange nicht gegeben, aber wir haben sie wieder aufgelegt. Wieder aufgelegt. Ja, ich habe eine neue gesagt heute, ja. Ist das schon Das nicht? ist schon nix, so, ja. Das schon ist so. schon das Neue. Ja. Also neu aufgelegt hast nur ganz leicht verändertes Design, ganz leicht, weil das Originaldesign habe ich nicht, habe aber die Erlaubnis gehabt, das zu verwenden. Er wollte es mir sogar geben, habe ich gesagt, nein, das gehört dir, aber ich tue es halt an. Ich tue es halt ankupfern quasi. Genau. Gibt's auch in ganz mehreren offiziell, Farben. alles erlaubt, ja, ja. Das hat mich gefreut. Robert Spieß, das hat mich gefreut, wenn du zuschlagst. Parlament. Familie Sass ist auch schon daheim. Ja, schön, dass ihr gut nach Hause kommt. Und schön finde ich, dass ihr das da reinschreibt, nämlich. Absolut. Das gefällt mir wirklich leibend. Ja, super. Gut, dass ihr angekommen seid. Wir sind daheim. Na Freunde, haut's eine bitte. Passt. Für Sabine Sass und Und der Ludwig, ja. für die zwei, dass gut wieder nach Hause Jawohl. gekommen sind, begleitet von der Pavlatschen beim Autofahren, das ist überhaupt Weltklasse. Haut's eine bitte, eine Orgie an rote Achteln, dass sie gut heimgekommen sind. Das ist Welt. Jetzt fällt mir gerade auf, im Roland Sperg sein Profilbild hier von YouTube. Ja. Ja, gehört einmal ja Ja, anders. ich hätte auch gesagt, ja. Ich fällt sicher, das zu bewollten. Erstmal fällt mir das bewusst so auf, muss ich sofort anmerken. Beruflich hast du dich ja verändert, aber vom Profilbild her ist das noch. Ja. Es stimmt ja nicht mehr, Roland Herst. Hätte ich auch gesagt. Der gehört Aber jetzt es- als mit Bauhelm. Der Ja, Polier, genau. weißt du, Der das Polier. Aber es gefällt mir, eine nachhaltige Gesundheitssendung ist es heute nicht. Roland Sperg, 260 Ausgaben Pavlatschen. Und ich glaube, eine nachhaltige Gesundheitssendung war es nicht einmal, wie wir es noch nicht gemacht haben. Ja, es ist- Landpartie mit Zeisel waren für Georg, aber Weltklasse. Die das machen wir noch. Ja, Der Raffi meint, heute brauchst du unter 100 Euro nicht mehr fortgehen. Das glaube ich. ja das ist aber so. Judy Auster sagt, Hermann ist mein Stammherriger. Ja, bei der Hermann war ich schon oft da, aber nicht so. Also war nicht, War nicht nicht- so mein- war ich auch nicht so Das oft, war nicht ne? mein Einschlag. Obwohl es für mich sogar näher gewesen war, die Seiten eigentlich. Und der Binder, Beim Binder waren wir auch nicht da war oft. nicht viel. Oder hat keine Eigenweine gehabt. Wenn wir zum Heimgehen sind, sind wir entweder den alten Ort, also meine Familie. Blaue Nosen haben wir auch fast nie. Blaue Nosen nie, nein. Ja, ja. Wir waren immer auf der anderen Seite, Ja. Wilhelminenstraße auf, ja. Definitiv. Nicht nur der Leitner unten noch, wie war der Dings, ne? Bin der Deppert. Was meinst du? Der Kohler? Der Kohler, wenn er der ausgesteckt gehabt hat, Kohler war, natürlich war Pflicht. der Kohler der hat ausgesteckt, 2 Wochen, und da bist, bevor er ausgesteckt hat, hast du dich schon angestellt, bist hin, und wenn er ausgesteckt dann beendet hat, bist du wieder heimgegangen. Fast, kann man sagen, ja. Im Idealfall. Da haben wir Wir immer, haben es machen gehen, wir haben studiert. immer liebe Leute getroffen, liebe Musikerkollegen, der Franz Eder zum Beispiel, war Stammgast dort da. Gott beim Selig, die Oder beim Weltpartie. Söller von der Weltpartie, der Wahnsinn, ja. Franz, ja. Ja, nein, war eine schöne Zeit, muss ich echt sagen. War eine schöne Zeit. Und es war halt auch noch so entspannt alles. Nicht, es war alles böllig, und es war alles so entspannt. Ja. Es war nicht so wie heute. Das alles, du hast auf nichts aufpassen müssen, es ist nicht alles gefilmt worden, es ist nicht Ja, überall mit. ja, genau. Ja, das Es stimmt, war ja. einfach entspannt, leibende Geschichten, dann bist du irgendwann heimgewogelt, hast dich ausgeschlafen, dann hast du halt alle grüßt, wo schon in die Arbeit gegangen sind. Bist du mal die Kölnerin vom Brat, die ich in der Früh getroffen habe, Ja. um 5:30 in der Früh. Na Patrick, wo gehen wir da hin? Du kommst auch gerade heim oder so? Ja, ich gehe gerade nach Hause. Ja. Ich gehe in die Arbeit schon, siehst du das? Dann mit dem Die Simon an- Bauhausdecke, da Ja, 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 spielt öfters. Ball haben wir gespielt, aber wir haben sie immer noch mit einem Lächeln begrüßt. Aber das Lächeln war provokant, finde ich.
habe ich mir gedacht, ich habe es verdient. Ja, die Paula hat ja selber auch ganz gerne, der Peppi, genossen den Wein und das Bier auch. Und alle paar. Aber Die Lisi auch. irgendwas wollte ich da jetzt noch sagen. Die zweite Könnerin, ja. Irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Aber fast, ja, genau, weil die Judy Aussage sagt, nicht vergessen, Donnerstag Taschler. Richtig, ganz Vollkommen wichtig. richtig. Bitte, es gibt noch Plätze beim Taschler, habe ich erfahren. Was davor? Habe ich ganz lauter Ja, Tumult. dann müssen wir Bitte, das natürlich Leute, ankündigen. kennst, dieses Mal beim Taschler wirklich, es gibt noch freie Plätze. Wenn's wollt, bitte ruft an beim Manfred Taschler, findest die Daten auf der Homepage bei uns überall. Es gibt diesmal noch freie Plätze sogar. Ja. Weil am Tag davor beim Stiepert ist restlos ausverkauft. Da ist keine Da Chance. gibt es schon Wartelisten. Genau. glaube ich. Also, das Da ist keine Chance, aber Taschler Taschler ist, diesmal gibt es noch was, ja. Ja, den kriegen wir voll. Freunde, helft uns, den kriegen wir voll. Gehen wir. Ich brauche ja Unterstützung auch. Für euch. So schaut's aus. Unbedingt. Ja. So, na gut, was war das? Die Landpartie mit Cäsar, Landpartie, ne? ja. War das, oder? Ich glaube. Wir Fisch und lustig in früheren Jahren sind Werner am Sonntag aufs Land rausgefahren. Kein Rad hat Düff und kein Gestank von Benzin, kein Mensch und kein Viecherl wohin. Am Zeisel war eine ganze Bande benannt, zum Essen haben's mit wie der Kriegsproviant. Zum Auflohnen ums Brachbein auf fast eine Stunde, Familie samt die Katzen und die Hund. Zuerst der Hausherr und Kniffrau, dann der Gradeltroger Blau, seine bessere Hüfte auch, dann der Bierversüberer Schlauch. Ase Oide war dabei, Kinderstucker Zähne gleich, der Friseurkind von Brigick hängt am Trittbrett wie ein Schneck. Am Bocken mit der Rehwiesel Ost sitzt vorn der Herr Hofmusikant. Er tut auf sein Postherdl bloßen ein Liedl, das jedem bekannt. Dutzend-Dollar und einen Schuldenschein, oh weit, da gibt's eine Gabe und da wird's gemütlich sein. Da gibt's eine Gabe, da wird's gemütlich sein. Jawohl, die Landpartie. Landpartie! Von Ludwig Gruber. Übrigens der gleiche, der bei Murtal war Wernerin. Stimmt. Hat. Der gleiche Stimmt. Komponist, Ludwig auch diese Gruber. Bandbreite nämlich. Ja, genau. Auch vom gleichen, ja. Die Judy Aussage sagt, ich bin leider so alt, dass ich mit Oma und Opa im Bockhöller war. Wie er noch der Bockhöller war, ja genau. Bevor dann der Holland Blumenmarkt drinnen war. Das ist ja lange leer gestanden und verfallen. Ja. Und dann war Holland Blumenmarkt war dann drinnen. Da waren wir ein paar Mal dort. Mit den Eltern und Großeltern. Nein, da kann ich mich nicht War erinnern. oben im Stock, wo jetzt der schöne Saal wieder ist, so wie es ja früher war, da war so ein richtig wie ein Dschungelaufbau drin, so mit einem Teich drinnen, mit einer kleinen Brücken drüber zum Drübergehen sogar und so. Das war alles im Dingsamann drinnen, ja. Kann man noch erinnern, ja. Da habe ich was versammelt. Ja. Da habe ich was versammelt. Schau, der Manfred Graf, der Odringer Weinwandertag, habe ich am 27.09.2014 einmal mit meinem Trio begleiten dürfen. Nein, wir haben da gespielt, das war so in den 90er Jahren. Naja, es wird schon 2000. Nein, da war ich noch nicht mit da über uns haben, das war vorher. Glaubst du Ja, wirklich? ja. Definitiv, ja. Ja, das kann schon sein. Das war vor. Gut, aber wir haben aber dreimal gespielt, glaube ich, beim Weinwandertag. Ja, ja. Aber das war immer. Aber beim ersten Mal ist. Da war von der Yvonne noch keine Spur und wir sind 2000 auf 99, 2000 zusammengekommen. Also. Moment, da kann ich sogar was nachschauen vielleicht. Nein, wobei der eine, der letzte war dann, 99 war der letzte. Sehr schwach, die müssen suchen. Ich glaube, der letzte Weinwandertag, wo wir gespielt haben, war 99. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Das klingt nicht gut. Aber das könnte sein, das war vor 2000, glaube ich, dass wir gespielt haben. Fix, das habe ich nicht graviert. Das war das erste. Das zweite haben wir graviert und da steht, glaube ich, 99 drauf. Ich habe schon über Glasl, ja beim ersten, das steht, weil das habe ich meinen Beim ersten Eltern steht nämlich gekauft nichts damals drauf. jeweils. Mein Vater und der Mutter. Und beim zweiten? Da war es ein Wein, also das, Ja. man hat quasi, wenn man da teilgenommen hat, hat man von einem Glasgraveur hat man dann bekommen, also quasi ein Glasl und der hat eingraviert, was der Weintrauben, nicht? Und Ich denke gerade noch, wie der Kasten hat, der war nämlich wirklich ein Künstler, der hat wirklich was können. Ein Glaserer und ein Glasgraveur, der war auf der Wilhelminenstraße noch das Geschäft gehabt, nämlich bei dir ums Eck. genau, Glaubst du, mir fällt der Name jetzt ein? das war nicht der Hannes. Nicht der, nein, nicht der Hannes. Der auf der Froschig war der Wilhelminenstraße. Schlocker, der Schlosser. Dort hat er sein Geschäft gehabt. Das weiß ich jetzt auch nicht, ja. Neben der Bank Austria dort, in Ja, diesem ja, ja. Kretzel dort. Ja, Zwischen ja. Geldmann und Bank Austria, Ja, in ja. dem Bau dort drinnen war das. Genau. Der, Wolfgang macht der dann was ein Bier können, ja. Aber auf jeden Fall, die Maggie meint 1993, nein, das geht sich nicht aus, weil wir haben erst 94 zum Spielen angefangen. Auf jeden Fall, der hat dort das graviert und ich bin zu ihm hingegangen und gesagt, Herst, unabhängig davon, was verlangst du für so ein Glas? Weiß ich nicht, das war nicht viel. Ich habe gesagt, das kostet nicht viel. Habe ich gesagt, das war doch gleich ein gutes Geschenk für meine Eltern, nicht? Für Weihnachten oder was weiß ich, was das war. Ja klar, weil das war im Oktober oder so. Dings, ja. Und da habe ich gesagt, ja, dem Vater vom Burm und der Mutter vom Burm. So irgendwie habe ich gesagt. Und da das Gravur eine und das stimmt, weil das steht bei der Mama steht so drinnen 1999. 99, war das, ja, ne? ja. Aber das war glaube ich nicht der erste, wo wir gespielt Nein, haben. das ist Ne? der erste, war 96, 97, so irgendwas. Das kann sein. 10 Euro unterwegs, Wolfgang Grorzka. Na Weltklasse, danke herzlichst. Dankeschön. Na, nimm mal einen Schluck. Ich muss ja, das ist ja, da schenke ich mir noch einen Schluck. Schick dir noch ein. So. So. Wolfgang, danke. Alter. Wir haben eigentlich sehr viel Wolfgangs, gell? Fällt mir gerade auf. Ja. Was sagt der Manfred, das auch von Kronecker in Werner Schimmel verwendet aus dem Altwiener Fiaker liegend Thema wurde auch von Ludwig Gruber in dessen Landpartie mit Zeisalbung verwendet. An Volksweisen darf man sich ja nach Belieben bedienen. So schaut's aus. Können wir gleich machen eigentlich dann auch, ne? Ja, den Werner Schimmel könnte man machen. Ja. Moment, Werner Schimmel ist das Lieblingslied von meinem Munkelein. Eines der Lieblingslieder von meinem Munkelein. 1986 wurde es von einer Blumenfirma renoviert und kurzfristig verwendet. 93 nochmals für die Bedürfnisse des Volksliedwerks adaptiert. Genau, ja. In der Gemeinde Wien von dem Wiener Volksliedwerk. Genau, weil, stimmt. Also stimmt klar, ne, Mege weiß ich, aber das stimmt, weil, das weiß ich noch, weil 94 haben wir angefangen zu spielen. Und da haben wir uns ja schon, also bevor wir ja gespielt haben, haben wir uns ja schon interessiert. Und waren schon, ja, genau. aber das ist ja dann Schlag auf Schlag. Und wie wir dann angefangen haben zu spielen, das war im gleichen Jahr, haben wir ja eben wie gesagt, weil da haben wir im Oktober haben wir das erste Mal eben da jetzt gespielt beim Großvater. Ja, genau. Haben wir 10, 15 Lieder im Repertoire gehabt. Und das heißt, da haben wir irgendwo wahrscheinlich im Sommer da was zusammengefunden, keine Ahnung. Also musikalisch. Ja, genau. Und vorher haben wir uns aber schon diese Sachen gegeben. Und das stimmt, da war das Volksliedwerk in Otterkring relativ jung. Ganz jung, ja. Und da haben die eben diese Veranstaltungen gemacht, unter anderem beim Weinstock eben diesen Wienerlied-Stammtisch einmal im Monat. Das war echt bombig. Man muss aber dazu sagen, zu dem Zeitpunkt waren ja noch von diesen alten Interpreten, Da waren ja noch also viele, alte, das viele sage noch ich sehr da. respektvoll, ja. Da waren ja noch viele da, ja. Ja. Und die haben natürlich da gespielt. Und das war schon ein Wahnsinn. Das war schon ein Wahnsinn. Pepe Giergürtel, Mataschek. Pepe Mataschek, der Grio-Scheine, Der- der Lena Wille. Der Vater vom Erich Ziep war noch da. Ja, der Nagel, Der Quadl, Nagel ganz am Anfang noch, ja. dann Serbur, Nagelbeider. Beide, ja. Mit Smetana Roland Mit gemeinsam, Smetana. ja. Also dann der Boffe, Der Walter Meder hat da auch gespielt. Der Walter Meder auf der Hohner Marino, kann ich mich erinnern. Der Walter Ja. Meder war auch da. Ja, dann war Die Jungen waren schon, der Roland Sulzer Da war war dann schon Sulzer, da. ja. Der war schon fest da. Koschel Rudi ist klar, Gradinger Fredi. Junge, die neuen Wiener Konzertschrammeln haben da gespielt. Peter Havlicek mit der Traude Holzer dann dabei dort.
Und der All- Velguni-Peter. Der Peter Velguni, damals mit Trio Alt-Wien. Ja, das kann sein. Also es war irgendwie Trio einfach. Alt-Wien war das, ja. Ich weiß nicht, wie der Quetscher geheißen hat, die Elisabeth Geismeier war da auf der Gang. Das weiß ich nicht mehr so im Die Detail. Christine Geismeier, so. Ja, das weiß ich nicht mehr so im Die Detail. Christine Ja. Geismeier Gang. Ja. Der Oliver Maar war da. Oliver Maar. Der Ernesto auf der Hafen war ab und zu da. Richtig. Ja, danke Susanne fürs Nachlegen, Ja. aber ich glaube, nachlegen muss ich jetzt nicht. Nein, man hört noch, glaube ich. Ich glaube, das geht noch. Aber danke für die Erinnerung. Nein, jetzt sagen wir reißen jetzt an. Original In Werner Schimme, ja. in Werner Schimme. Dann arbeiten wir uns schon langsam zum Schluss Schon hin. lange gespielt. Das ist gute Schon, Ideen, ja. gute Ideen habt ihr. Vielleicht hucht mein Munkeleiner noch zu, dann hat es eine Mutzerfreude. Haben wir in 2 ORF-Sendungen gebracht. Einmal in der Brieflos schon beim Peter Rapp Ja. und einmal bei den im Klinge des Österreich Ja. mit dem Sepp Forcher. Der Werner Schimme. In Meidling in ganz einem kleinen Häusen ist Wirts aus einem goldener Kranz. Ein heimliches alte Wiener Bäsel, dort gibt es kein Fahrzeug, kein Pflanz. Es heißt, dass die gemütliche Werner vom heutigen Tanz nichts verstehen. Und dort kann ein Tanzler jetzt lernen, Werner ist schon doch hochmodern. Beim Wirt zum goldenen Kranzl tanzt man moderner Tanzl. Das kennen die alten Leute und was nicht neue Zeit. Man ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Wer ist, das ist kein Pflanz, was soll der Tanz? Lustig ist dort wie am Viertel, man braucht dort kein Smoking, kein Frack. Man tanzt ohne Rock und mit Viertel, man braucht keine Stiefel aus Lack. Die Kirchen, die Plane, die Anna, tanzt der Wienerisch fesch, voll Hamor. Mit Wirschl mal unter den Kran und singt noch das Stanzl dazu. Beim Wirt zum goldenen Kranzl tanzt man moderner Tanzl. Das kennen die alten Leute und es passt in die neue Zeit. Er ist im 7. Himmel, tanzt man den neuen Schimmel. Wer ist, das ist kein Pflanz, was soll der Tanz? Ui, Rudolf Kronecker. Das rennt das so aus. Das rennt das so Schimmel. aus. Na was denn? Da kenne ich nur die uralte Aufnahme. Was ist die Schellack-Aufnahme? Ich weiß nicht, wer das gesungen hat, eine Frau jedenfalls. Ich weiß nicht, welche Wiener Sängerin das war, die habe ich mit so ein bisschen Orchesterbegleitung fast. Da habe ich. Ah ja, Und das Werner ist Schimmel. einmal Und die zweite, die ich kenne nur diese 2 Aufnahmen und unsere Tante auf der CD, war der Heini Kriutsch. Vom Heini Kriutsch kenne ich auch. Ah ja, Solo auf der gesungen. Platten, gell? Auf der Platte, Auf auf der der Platten, alten, auf auf der diese CD, da Live-Aufnahmen. ist nirgends drauf, Auf die alten, auf das. Stimmt, das hast du noch Was auf die alten, ja. Ja. Oh, ja, auf der CD ist sogar drauf. Auf Wieso? der, wo mit Giergürtel diese Aufnahmen da aus den 60er Jahren, 70, Auf der- 60er Jahren, auf auf diese 60er Jahr Aufnahmen ist auf einer von denen ist das nämlich drauf, ja. Alles klar. Ja, das Und da ist das so knackig gespielt, nämlich da spielt der Schneiderhorstl auf der Schrammelharmonika und der spielt das wirklich dieses und auch diese Bewegungen, wo sie da alles spielen. Dieses tiefe Oberton und so, das hat mir so gefallen bis heute, also das ist echt leibend. Ja, das ist aber. Du kannst ja da ein Lied interpretieren in so vielen Varianten, gell?
Wirklich leibend. Michael Unger fragt noch Altwiener Wirtshäuser. Naja. Kommt davon auch wo. Und ich meine, die Judy fragt ja was. Gut, ja, ich meine, aber was sagst du eben, so Wiener Kuh, kommt davon wo. Weil es gibt schon noch welche. Ich meine, es ist für die Großstadt gibt es wenige oder immer weniger. Aber es gibt schon einen Haufen. Also zum Beispiel ganz simpel, wenn ich in der Stadt bin, wenn ich in der Innenstadt Ja, zu tun habe, eindeutig, schaue ich immer, eindeutig dass ich zu eins von die zwei Rheintaler komme. Rheintaler geht auf jeden Fall, ja. Immer. Wobei natürlich Holunderstrauch geht auch. Holunderstrauch. Das ist bei der Möckerpastei. Möckerpastei Richtung Uni aus dort, ja. Wobei ich halt Hauptuni, immer schaue, lieber ist mir sozusagen der in der Kluggassen, der Rheintaler, aber auch nur, weil ich halt wie ich studiert habe in der Hanuschgasse, da war da beim Bietzinger, nicht? Also Bei mir auch lieber, weil das muss ich jetzt wieder machen, mit Peter wieder hingehen, mit Dunkovic, mit dem großen Geigenbaumeister Peter Dunkovic. Wenn man da früher öfters tut. Aber ihr wart ja in der Kluggassen, oder? Das ist ja einfacher, von der Malerstraße ist der kürzere Weg. Das stimmt eigentlich, ja klar. Du gehst nur, sagen wir nur für klar. Darum ist auch die Kluggassen für mich. Aber der zweite, nur dass man weiß, es sind ja nicht Brüder, das sind glaube ich Cousins, die zwei, oder sind sie Brüder, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht so aber genau, aber das ist quasi die Familie Rheintal ist quasi das gleiche Wirtshaus, was du so willst. Und das eine ist in der Kluggassen, das ist ein kleines Gassel beim Dorotheum dort, so bei der Albertina, Dorotheum. Nein, Dorotheum ist das andere. Dorotheum ist in der Kluggassen. Dorotheergassen. Der Kluggassen, das heißt Kluggassen dort. Bei der Albertina ist die Kluggassen? Ja, das ist die Kluggassen. Das okay. ist dieses kleine Gassel. Das kleine Gassel, was von da der Dorotheergassen reingeht. Ja, genau. Das sind nur 5 Häuser. Das ist die Kluggasse. Also tut das, aber das ist quasi bei der Dorotheergasse. Ja, genau. Und das andere ist beim neben Havelka. Die Dorotheergassen. Ja, genau, auf der anderen Seite. Das ist die Dorotheergassen. Das ist die andere Seite, ja. Der ist also vom Graum quasi, nicht? Was bei der Bestzahn Graum auf Richtung, also ist gleich dann dort beim Graum. Und dort hast du halt nur einen einzigen Nachteil, dass halt doch viel natürlich, weil es halt mitten in der Stadt, wirklich mitten sind, für Touristen natürlich. Die sitzen zwar unheimlich viele Einheimische dort, immer. Und die Touristen stören ja nicht, sondern das Problem ist nur, es ist halt immer voll. Also du hast schon in der Kluggasse Schwierigkeiten, einen Platz zu kriegen. Ist dann natürlich dort noch schwieriger, aber es ist die Küche da wie dort. Einmalig leibend, Preise in Ordnung. Also gar nicht jetzt Innenstadt, Nepp oder sonst was, gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Sondern eine gute, ehrliche Küche. Und Holunderstrauch ist der zweite. Und der Holunderstrauch wäre mir jetzt auch noch eingefallen. Ja, es gibt dann sicher noch mehr, aber das die zwei so... Das wäre jetzt Innenstadt und wenn es nicht in die Bezirke geht, dann wird es Ende nie. Weil zum Beispiel Otterkring kann man natürlich äußerst empfehlen, in Wolfsberger. Wolfsberger, ja. Das ist eine Mischung aus wirklich Beislerkuchel und ein bisschen mehr. Ja. Aber preislich und vom Preislich ist halt auch fantastisch dort. Also aber es gibt halt viel, da gibt es Nägel. Also das ist jetzt schwierig zum sagen. Das ist wirklich schwierig zum Aufziehen. Ja. Aber von Otterkring muss ich jetzt sagen, das Lieblingslokal momentan, also wenn es ums Essen geht, gut bürgerliche Küche ist der Wolfsberger momentan. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, aber die Maggie sagt, wir waren oft im Alt-Wien, aber das ist halt ein Kaffeehaus. Der Kaffeehaus, ja. Ich meine, da gibt es schon natürlich Kaffeehausspeisen, altwienerisch, also Gulasch und so die Sachen. Das ja, aber es ist jetzt kein Wirtshaus in dem Sinn. Aber haben schon Speisen. Gut auch, aber es ist jetzt Ding. Was sagt der Bobby Spieß? Was? Sorry, die Kopiertasten ist mir ausgekommen. Bei wo? Bei was? Bei den Achteln? Ja, das macht ja nichts. Achteln kann man nicht zu wenig. Das ganze gebackene Panierte nicht zu vergessen. Das hast du immer dabei, ist ja klar. Der Uli ist launeig, jawohl. Das kann man vorstellen, wenn du in Helsinki bist, dass du denkst, Alter, wisst ihr, sag kurz, ein Schnitzel mal wieder reinziehen. Ja. Ja. Und wie gesagt, ansonsten, es ist halt jeder. Brandaus Bierig auf der unserer Hauptstraße, ja, war schon ewig nicht. Bierfink war ja auch schon Jahre nicht mehr, ja. Ja, ich meine, das ist so, auch wenn man sagt, es gibt immer wenig, aber es kannst schon aufzählen, was ich dann aus den Sittich,
weißt du, In Siedl, in Weinhaus Siedl zum Beispiel. Weinhaus ja, Siedl, auch, ja. nicht in Siedl. War zwar ich nicht dort im Siedl, aber von lieben Freunden Ja, aber der weiß ich, hat- dass das dort einfach passt. Also Dann das, hast du schon. Und dann weiß ich nicht, was es noch gibt, was es nicht gibt. Zum Beispiel habe ich dann irgendwann ewig nicht mitgekriegt, dass zum Beispiel die 2 Lieseln zugemacht Die Liesen haben. haben zugesperrt, ja. Ja, schon lang, aber, Lang schon, aber ja. die waren da bei der Neubaugasse, die waren in der Nähe vom Schnitzelwirt. Ne? Zu den 2 Lieseln, das war Wahnsinn. Das war unglaubliche Wiener Küche in einer unglaublichen Menge. Das ist noch dazu, das ist dazu genommen. Das war- Aber auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, in der Stadt, wenn du sagst, in die Innenstadt, da sage ich, bei der Mölkerpastei zum Holunderstrauch, aber für mich vor allem Der Gasthaus Rheintaler. Rheintaler. Ja. Rheintaler. Ja. Wurscht beide, habe ich gesagt, Lukas, und da war halt immer, da war halt viel. Da war das Postkolloquium, habe ich immer gemacht, nicht wieder beim Würstelstandl, nicht? Bei der Oper, beim Bietzinger? Bei Bietzinger. Ja. oder In beim der Rheintaler. Rheintaler, ja. Meistens haben wir dann gemacht Mittagspause im Rheintaler und sind natürlich am Nachmittag in keinster Weise mehr fähig gewesen, einer weiteren Vorlesung beizuwohnen. Bummelnde Studenten. Gibt es den Bierfink überhaupt noch? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Aber es kann sein, dass also wenn, dann ist es die 3., 4. Übernahme. Weil ich weiß, wie es am damals gegeben hat, es hat Jazz-Frühschoppen gegeben jeden Sonntag. Ja. War Weltklasse, war eine gute Hit. Gute Hitten, ja. Da, Und auch einen schönen Garten am Sack, einen Biergarten. da habe ich das erste Mal noch, das war in lang, in den 90er, da war ich noch, wirklich ein Bub noch, hat er gespielt, da hat er gespielt auch die Salty Dogs. Ja, Die erste Partie von Gromme Manfred, Ja. die hat gespielt. Oder Karl Hodiner hat gespielt mit Just Friends und. ja. Die Das war, Na, Bierfink war Wahnsinn. Bierfink, Die ja. Sonntags Jazz-Frühschoppen waren legendär. Wirklich leibend, super Partien gespielt. Und das war so, die Tochter von Kobera, die ist mit mir in die Schule gegangen. Genau. Mit der habe ich maturiert. Und durch das war. Aber ich weiß, weil der hat das dann übernommen gehabt sogar. Aber nicht lange, aber sie ist mich dann weggezogen. Ich sage, sie Ja, weggezogen ist, ja ist genau. weggezogen und hat dann Ja. das mehr oder weniger auch, weiß ich nicht mehr was war, und dann waren irgendwelche anderen drauf, die waren zum Vergessen. Ja, und so weiter und so fort. Also das weiß ich nicht, ob es noch aktuell besteht. Gut an sich, muss man trotzdem sagen, auch wenn es ein bisschen ein schickimicki ist der Grünspan. Wenn man am Otteringer Friedhof ist in der Nähe, kann man zum Grünspan durchaus gehen. Gute gepflegte Biere, absolut, absolut, ja. Und man muss wirklich sagen, einer der schönsten Gastgärten. Ist es, absolut. Im Sommer? So ist es. Gastgarten, So ist es. traumhaft. Wobei der Wolfsberger, muss sagen, der Gastgarten vom Wolfsberger auch draußen. Ja, aber das ist Aber es ist in der Stadt, in der Innenhof, das genau, andere ist da halt so draußen sind richtig sie so wirklich Garten, ja. im Garten draußen, ja. Nein, also Essen, kulinarisch würde ich den Kulinarisch- Wolfsberg auf jeden Fall vorziehen. Aber Aber, Grünspan ist auch in Ordnung. Aber Absolut Grünspan in Ordnung. ist, darf man wirklich nichts sagen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit diesen gehypten Ordnung. Lokalen. Nicht? Aber an sich, Bier, Essen ist dort. Wir waren schon oft. Starchert ist auch gut, Ja, das müssen wir noch erwähnen. muss man erwähnen. Gasthaus Starcher. Aber es ist schon sehr auswärts. Nach halt, dem ne? Otterkringer Bad auf der linken Seite, ja. Auch gut, da haben wir letztes Jahr geschmaust. Dort Da haben wir noch ein nach dem 30er. 30er-Konzert auf der Tschaunabühne sind wir noch in Stachel gegangen, weil Sonntag, Mittag, die am Nachmittag in auch noch weiter offen haben, ein Lokal zu finden, ist nicht so einfach. Ich muss aber dazu sagen, dass wir diese Aftershow-Party beim Stachern oben nur begonnen haben. Richtig, ja. Dann sind wir weitergegangen zu Blauen Nosen. Blaunosen. Ist ein Heiriger, also Ein da Heiriger, ist ja. es technisch. Ist sehr in Ordnung, aber es ist ein Wir Heiriger. sind ja das ist kein später gekommen, Kuchen. also was ja schon fast viel Ja, da sowieso, aber selbst da haben wir noch Da haben wir was Gutes gekriegt, das ist- ein Wurstbrot haben wir noch gekriegt, war in ein Ordnung. Aufstrichbrot und Ja. Ding haben wir noch gekriegt. Und dann der Abschluss war natürlich dann, das ist zwar kein Beisel, aber Ja, aber dazwischen waren wir noch. im Peppis Heurische. Gitti, Bei der heißt jetzt jetzt Gitti. Ja, so, hoffentlich gibt es das noch lang. Ja, wird bald Wird angerissen. bald angerissen, das Haus. Ja, das ist ja wurscht, in Wien geht ja das, ne? Und dann, der Abschluss war dann im berühmten Black Raven, also im Schwarzen Raben. Absolut. Im Otterkringer Pub, das auch schon gibt. Das Schon ist, gibt's auch 30 schon Jahre lange. bald, also in der Art halt. Ne? Das gibt's auch schon Die lange. Gabi hat es früher gehabt, die Stassne Gabi. Und Ja, jetzt, und der Ritchie? der Ritchie hat es jetzt auch schon. führt's Länger als aber die Gabi, genauso. länger als die Gabi gehabt hat. Aber führt es genauso. Führt Also, genauso es weiter. schaut genauso aus. Macht halt kein eigenes Bier mehr. Das ist Das eigene Bier gibt es nicht mehr, aber durchaus gepflegte Biere und eine der wenigen Lokale, wo ich gerne ein Guinness trinke auch.
Weil das ist immer frisch. Ich habe gerne Guinness und da bin ich aber hagel, das muss schon passen. Ne? Ja. Gut, meistens dann, wenn mir dort reinfallen, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Dir schon, ich kann mich erinnern. Ja, das ihr seid noch sitzen geblieben letztes Jahr. Freilich. Was denn? Du, nein, aber das, so Otterkring, ja, wie gesagt, aber das Innenstadt und dann hast du natürlich da schon, muss man sagen, innerhalb vom Gürtel, da gibt es schon einen Gibt schon Haufen. einige. Ja. Es gibt schon einen Haufen. Gute Wirten. Und in der Stadt im drin ist halt das und ja, Floridsdorf kann ich da auch 2, 3 sagen, aber es ist halt natürlich, das ist halt dann schon Floridsdorf. Oder so wie in der Stachern, da sagst Also nur Schweiger wird, weiß ich, zum Floridsdorf, weiß ich zum Beispiel, ist Schweiger, ja gut. immer, alle Leute, die dort sind immer begeistert. Schweiger, aber da musst du halt reservieren. Da hast Ja. ohne Reservieren nie eine Idee. Aber da gibt es zum Beispiel auch in Donaufelderhof und das sind Ungarn und die haben aber auch ungarische Kugeln, also ungarische und Wiener Küche. Super. Aber Weltklasse, Weltklasse. Nur ziehe ich die jetzt um, weil die hinten dort auch gerissen wird. Aber die haben schon auch anders. Ich weiß jetzt nicht auswendig wo, aber eher in Floridsdorf. Die ziehen nur um. Und dann gibt es eins, da war ich aber noch nicht, aber da hat mir ein Freund empfohlen, auch in Floridsdorf, relativ nah beim Spitz muss das sein. Das heißt, glaube ich, Nachbarn. Okay. Oder so irgendwie. Und da hast bämische, ungarische, mährische Kuchel und Wiener Kuchel. Und von der Karten Ich her, kann Hunger her. mächtig. Mach mal Schluss schon also langsam. wenn die das halbwegs so bringen, was da auf der Karten steht, bist Ja, und nicht zu vergessen, in 22. in Stadtlau, Gasthaus Selic. ja, richtig. Wunderbare Wirtshauskugel dort. Fantastisch. Auch immer wieder, je nachdem, wie halt gerade die Jahreszeit ist, danach auch immer wieder Innereien auf der Karten, macht man sogar Innereienwoche oder so. Je nachdem, was der Fleischhocker oder die verschiedenen, die sie haben, Fleischhocker, was die Fleischhocker bringen und haben gerade. Fantastisch. Die holen zum Beispiel der Alte, der Senior, der Baldi, Selic holt selber das Rindfleisch aus der Steiermark, aus Gasen, einen Almo, alle paar Wochen einmal vor der Arbeit, nimmt einen ganzen Almo mit, zerlegt ihn selber und bereitet ihn auf und dann gibt es alles von dem Ochsen, alles von dem Almo die nächsten Wochen wieder und dann, wenn er kaum ist er aus, kommt der nächste, wird der nächste geholt. Nein, ich habe wirklich eine Weltkugel. Ganseln auf Bestellung vom Gurschka aus dem Weihviertel bei mir aus Schrattenberg, Bio-Weidegans und so, also fantastischer. Manfred, klar, Kraft weiß natürlich nochmal auf den gesamten Diener hin. Den kenne ich nicht, aber, also wie gesagt, war ich noch nicht dort. Aber auf jeden Fall eine Idee wert. Ja. Beim Fiegelmüller, nein. Also, ich will zum Himmels Willen nichts gegen einen Fiegelmüller sagen, aber. Also, der in der Stadt ist ein Touristen. Nein. Das ist und da wo ist er dann noch in Grinzing? Wo Grinzing, ja. Nein, es ist jetzt nichts Böses zum Sagen. Vor gar nichts. Weihnachten waren Bekannte von mir beim Fiegelmüller in der Stadt drinnen und die waren schwer begeistert. Die haben allerdings nicht das berühmte ausgelopfte Schnitzelkissen, sondern ein klassisches Kalbswiener, also ein klassisches Wiener Schnitzel. Die habe ich Fotos auch gesehen, zwei so Schnitzeln, schöne Kalbsschnitzeln, war wunderbar, ist war sicher in Ordnung. Erdäpfelsalat, super gewesen, alles super, ja. Ist sicher in Ordnung. Ist aber jetzt nicht das, wo ich sagen würde, wenn man eine alte Wiener Kugel haben will. Es ist mir trotzdem zu touristisch. Tut mir leid, das ist so. Ja. Wir klingen uns aus, Piste und Sonne rufen. Viel Spaß bei der Schießen und eine schöne Woche noch. Isabella M. Karl, für dich gut. Wir werden auch gleich Schluss machen. Wir machen auch Schluss, ja. Werden auf jeden Fall, ja gut, der Judy kann mir nicht helfen. Nicht? Wenn es kein Fleisch ist, ist halt schwierig. Es gibt zwar viele gute Sachen, vegetarisch, aber es ist schwieriger. Aber auf jeden Fall, also ich würde jetzt nicht, Fiegelmüller würde jetzt nicht unbedingt vorn hinstellen, aber man kann hingehen, sagen wir so, man kann sicher reingehen, das ist jetzt kein Thema. Was ich noch sagen wollte, die Gulaschkugel im Ring, sagt der Georg Scheurer, Ja. Irgendwas wollte ich noch bringen, habe ich vernommen, Roland Sperg, das ist eine gute Idee, silberne Kantal, werden wir als Abschluss machen, das passt perfekt. Aber irgendwo war das nicht, das wollte ich noch bringen. Ja, der Markus R., der Riemer Markus, schreibt, Gasthaus Stracher hat Neuübernahme. Meinst du Stracher oder meinst du das Stachand? Meinst du die Stachand? Weil das war interessant jetzt, dass der Stachand eine neue Übernahme hat, jetzt wieder neu. Das wird betreffen. Weil die haben das über Jahre geführt, das haben dann die Kölner übernommen, die früher die Kölner fahren. Ja, aber es kann natürlich schon sein, ne, dass der das halt auch.
Weiß schon, aber das war von der Kuh. Weil da habe ich gegessen, die mährische, glaube ich, die mährische heißt, gell? Die mährische Knofensuppen. Mährische Knoblauchsuppe, ja. Bist du das kriegst du nirgendwo. Nein. Das ist, aber das war, hat das kennen. Viele Müller ist Arzneimer Rostbraten, auch wunderbar gemacht. So wie er gehört. Weil der Wolfgang das sagt, alles nicht, Kartoffelpuffer mit Erdäpfelsalat, was tatsächlich, was ich immer noch Erdäpfelpuffer hab ich schon eins der besten Erdäpfelpuffer, Ja. und das ist wirklich Schweizer Haus. Das ist Schweizer, ist so. Die, ja. die Stützen ist, kann man auch essen, Kann man ist ja essen, wurscht, nicht, aber ja. muss man nicht haben. Aber das Die Schweizer Haus, die Erdäpfelpuffer sind Erdäpfelpuffer, ich meine, die ist ja nicht in Schweizer. Weil Nein, die war nehmen in wir bei der Schweiz, Pudel als bin draußen, ich- nicht? War bei der Pudel draußen, das sind schon ziemlich die besten Nicht nur eine, Erdäpfelpuffer. sondern gleich einen zweiten. Ja, Auf jeden nein, Fall. ganz Machen wir einen dritten. Ja, auch, nein, das ist ja nur so, das ist ja ist so- so, das ist, wie wenn du ein Stamperl trinkst. Ja gut, aber ein Stamperl Ja, trinken. ne? genau, Da genau. brauchen wir jetzt nicht diskurieren. Nicht? Man braucht schon mehr. Man braucht schon mehr. Ja. Stacheln, das wäre mir neu. Ja, das haben wir auch gedacht, Maggie, ja. Erdäpfelpuffer mit Erdäpfelsalat finde ich auch ein bisschen. Nein, das ist ein bisschen Erdäpfel. viel Erdäpfel für mich. Dann. Obwohl ich Erdäpfel, ich bin ja Bramborin Mensch, nicht, aber Der Erdäpfelbauer, der ich Erdäpfelbauer. bin Erdäpfel aufgewachsen. Schöne Erdäpfel. Meine Mutter hat das immer gemacht, wenn das Geld knapp war. Ja, ich meine, das ist sicher, Erdäpfel mit Butter. ja, das haben wir auch gehabt. Erdäpfel mit Rahm. Kennst du den Erdäpfel Plus? Ja, vom Zavinol. Zavinol, ja. Ja. 6 Puffer bringe weg, bravo Judy. Ja, das denke ich Ja, auch. das geht schon. Na schon, man sieht, das ist überhaupt kein Thema. Man halt bei der Pudel und dann beim Bangel, das haben wir oft dann gehabt, dann haben wir beim Bangel haben wir sie gesetzt dort, gleich vis-à-vis, haben wir den einen, dann haben wir den nächsten geholt, dann haben wir den nächsten Genau. geholt, dann haben wir den nächsten, das haben wir schon ein paar Mal. Dazwischen ein paar Cheek, ein paar Bierdosen, das war eine Zeit her halt wieder, nicht? Aber ist schon gegangen, das ist schon gegangen. Na gut, gut. Freunde, Es war uns ein Volksfest, wie ich zu sagen pflege. so schaut's aus. Schön war's. Schön, dass du da warst. Ich hoffe, es hat euch einen Spaß gemacht, der Abend heute wieder. Es war nicht langweilig, glaube ich. Schön, dass du da warst. Der Marco sagt, ja, der Note kriegen, ja, der Stachend. Aha. Okay. Okay, das steht mit. Das steht na gut, wenn eine neue Übernahme ist und das Ganz gut, wieder gut ist, passt ja. eh, nicht? Ja. Nur hoffentlich bleibt das nicht Die, lang. die Ja. Kuchel war gut. Also alle möglichen Sachen waren dort nämlich gut. Das habe ich beim Vorbesitzer haben wir gespielt. Zwiebelrostbraten. Haben wir gespielt. Also du nicht. Ich nicht, nein, da habe ich nicht ausgefällt. Da ist Also wir haben dann schon gespielt. wir Dort. haben da schon, der Walter Weinzettel hat Walter mitgespielt, Einzettel, ja. Diese berühmte Geschichte, die bringe ich jetzt noch kurz. Das war die berühmte Geschichte, der Patrick, das war das allererste Mal, dass der Patrick hat mir in der Früh angerufen und gesagt, du, ich bin krank, ich kann heute nicht spielen. Das ist Unmöglich, ja. Und weil das erste Mal war, da hat er so ein schlechtes Gewissen und hat sich gekümmert um einen Ersatz. Und der Alle Ersatz, anderen haben gespielt, alle haben gespielt. Und man sagt, fix nochmal, der Fritzi hat gespielt. Also, der hat Ja. alle. Gradinger Freddy, Suiza, alle. und dann hast du über 7 Ecken hast dann irgendwann aufgezogen, aus Wiener Neustadt, Ja, in Walter Weinzettel. ja, genau. Ich weiß nicht, lebt er noch? Der lebt noch, ja, Lebt er noch? ich glaube schon. Ich wüsste nichts Das Gegenteiliges. ist nicht, dass er zuschaut und sagt, Ich wüsste nichts Gegenteiliges, ja. war damals doch schon ein gesetzter älterer Herr. Der wird jetzt auch ein alter Mann sein, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, nein, das heißt Neustadt. Na, der kommt, na, passt. Und ich fahre so zum Stachand, zum Wirten hin. Und ja, so Christi, was der Patrick ist krank, ja, aber es kommt eher ein anderer Quetscher. Also das, für die ist jetzt quasi, für den Wirten nicht kein Problem. Ist alles in Ordnung? Wir machen das. Und stehst an der Pudel halt, nicht? Und haben wir halt aus Sicherheitsgründen 2 Tage gespritzt einmal eine. Wenn man gedacht habe, hey, ist das nein, noch nicht aufgespielt mit einem anderen. Und irgendwann kommt der Walter Weinzettel rein, sagt, es geht nicht, trifft den Chef, servus Christi, du, ich bin der Quetscher heute, ich suche einen Gitarristen. Und der sagt, ja, da steht da an der Schank. Und er, servus Christi, ich bin der Walter. Sag ich, Christi, ich bin der Klausi. Und der Wirt schaut uns an und sagt, kennt ihr euch nicht? Nein, wir sehen uns heute zum ersten Mal. Und der hat original Angst gekriegt. Das wird nichts, das wird nichts. Völlig unbegründet. Aber nein, wir haben die Bude gerockt. Na, was glaubst du? Das ist nichts. Aber der hat das nicht gemacht. Also da hat der Koberer selber 3 Schnaps braucht, weil sie nicht sicher war, ob das heute was wird. Da habe ich gesagt, die 2 kennen sie gar nicht. Und dann mit Walter tatsächlich habe ich dann
4-5 Mal haben wir gespielt. Du hast dir dann auch ausgeholfen, einmal Ich habe bei ihm ausgeholfen, 2-3 Mal. Und in Heiligenstadt oben einmal. ja. Und so. Ja, ich kann mich erinnern. Einmal bin ich mehr als Gast, bin ich gekommen. Genau. Auf einer Upfer vorbeigekommen, ja. Weil es ist halt so, wenn du dann einmal mit einem gespielt hast und dann ungefähr weißt, dann geht's schon. Ne? Das ist dann, ja. Also mit Horacek Franzl kann ich jederzeit spielen, mit Koschel Rude kann ich jederzeit spielen, überhaupt kein Thema. Wir kennen uns. Da ist der Klaus einmal als Gast gekommen, da bin ich eingesprungen. Das stimmt. Für den Bäumel Herbert. Das war in Neustift am Wald, da ganz oben, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat. Da war Dorfschenke. der Dorfschenker hat das geheißen. Normalerweise hat er gespielt, Willi Lehner, begleitet von Rudi Kuschel und Herbert Bäumel. Der Bäumel Herbert war krank und der Rudi ruft mir an in der Früh, geh, kannst du heute am Abend einspringen, in Willi Lehner begleiten? Gell? Und ich, ja, mach ich. Ne? Und zufälligerweise haben wir spielen dort, wir haben frei gehabt, wir zwei. Ne? Und wer kommt um 9 Uhr auf die Nacht vorbei? Klaus mit der Uschi. Ja. Hat aber gar nicht das so mitgekriegt eigentlich. Nein, Nicht? Ich habe gerade eine Pause gemacht, ich war am Klo. Nicht? Und der Klaus hat mir das dann noch, das musst du erzählen eigentlich, das weiß ich ja Ich nicht. komme rein und sage, jetzt schau die Harmonika, die schaut aus wie die von Patrick. Auf einmal sehe ich den Patrick. Und man dachte, okay, ja, der hilft ja halt aus. Der hat gesagt, ich helfe aus, weißt du? Ja. So, Freunde, das war noch die letzte Story. Das war lang schon, ja. Ja, das ist dann schöne Erlebnisse, schöne Erinnerungen. Ja. Ich danke euch vielmals fürs Dabeisein. Sagt es weiter, dass es uns gibt. Donnerstag sind Dankeschön. noch ein paar Plätze frei. Schaut rein. Schaut's Bei rein, uns ja. auf der Homepage findet ihr alles. Wenn ihr wer sagt, das taugt noch, was ihr gespielt habt, haut noch ein bisschen ein Gerstl in den virtuellen Hut. Die entsprechenden Infos wie PayPal, Findet ihr alles in der, IBAN und Co. alles in der in der Beschreibung. Videobeschreibung. Alles da. Wir würden uns sehr, sehr freuen und sagen Dankeschön. Wir verabschieden uns jetzt eben passend mit Silbernen Kandel zu diesem Reigen der Wirtshäuser und sehen einander dann, wenn nicht am Mittwoch oder am Donnerstag, Am Freitag. dann am Freitag in der Früh. 9 Uhr. Schon fix, wenn ihr Lust und Zeit habt. In diesem Sinne, danke euch vielmals und ja, vielleicht denkt ihr mal an mich ein bisschen, dass ich ein bisschen eine Kraft kriege. Macht's das. Das habe ich jetzt auch schon. Gehen wir. Ja, ich danke euch schön. Und ja, dann in diesem Sinne, pfiat euch gut. Silberne Kandel. Pfiat euch. Auf geht's. In ein ganz kleinen Gassel am Lichtendaler Grund, da war's Wirtshaus zum silbernen Kandel. Die Wirtin uns dicht, aber schmackig und rund. Der Wirt war ein Kreuz für das Mandel. Die Stammgäste sind gesessen, glückselig beim Tisch, weil nirgends das Wetter so gut war und frisch. Uns Essen war billig und gut, wie es der Werder heut gern haben tut. Wer einmal noch dort war, der war auf jeden Fall gleich Stammgast im Kandel im Lichtental. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas an, bist einmal bei mir drin, kommst sicher alle da, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Heute ist silberne Kandel, ein großes Restaurant, mit Spiegeln und aufgeputzten Tafeln. Und drinnen da sitzen die noblichen Leute und essen mit silbernen Gabeln. Die Leute, die sind gespreizt und es wird einem nicht klar, dass das einmal so ein liebes Wirtshäuser war, wo's Glück aus die Fenster hat gejocht, in der Früh und Mittag und auf die Nacht. Ja, da denke ich zurück an die wunderschönen Jahre, wie die silberne Kandel
noch kleiner war. Du liebes altes Haus, schaust mich so freundlich an und sagst, komm her zu mir, schaff dir ein Glas lang, bis einmal bei mir drin, kommst sicher alle Tag, weil ich ein Wirtshaus bin, so nach dem alten Schlag. Jawohl, alles Liebe, pfiat euch Gott, Papa. Viertag macht es gut.